Ja, auch guten Abend von meiner Seite. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe natürlich alles auch vorbereitet, aber ich versuche das nur so als Gedankenstütze zu haben. Ich kenne ja mein Buch relativ gut. Vielleicht ganz kurz, wie kam ich dazu? So Märchen vom reichen Land. Meine Frau liebt den Deutschlandfunk. Und dann habe ich immer morgens läuft der Deutschlandfunk und dann gibt es so Interviews mit Politikern. Und da gibt es so eine Floskel, die immer wieder kommt. Ein reiches Land wie Deutschland sollte doch. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann könnt ihr beliebig ergänzen. Mehr Rente, mehr Bildung, mehr Migration, mehr für den Euro und so weiter und so fort. Und gestern gab es sogar eine Diskussion im Deutschlandfunk über bedingungsloses Grundeinkommen. Und hat dann eine Teilnehmerin gesagt, Deutschland ist das reichste Land der Welt. Und Geld ist genug da, man muss es nur umverteilen. Und das war so ein bisschen die Motivation für mich, da mal reinzuschauen, weil ich finde es total toll, wenn man so sagt, so das reichste Land der Welt, alles können wir machen. Und dachte mir, guck dir doch einfach mal an, wie reich wir wirklich sind. Ja, da beginnt man erstmal mit der Politik und dann stellt man fest, ja, die Politiker, die sprechen immer von Reichensteuer. Das ist aber gar keine Reichensteuer. Das ist eine Steuer auf hohen Einkommen. Das heißt, die Politiker verstehen nicht den Unterschied zwischen, wie ich so schön sage, Flussgröße, nämlich Einkommen, Bestandsgröße, Vermögen. Dann habe ich gesagt, schauen wir uns mal das Einkommen eigentlich an. Und da habe ich festgestellt, ja gut, wir haben eigentlich ganz gutes Einkommen. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf ist recht hoch. Da gibt es mehr Länder, die ärmer sind als wir, wenn wir so definieren wollen, als reicher. Aber es gibt ein paar reichere, die Schweizer, die Luxemburger und so weiter. Und da habe ich gedacht, na gut, warum haben wir eigentlich so ein gutes Einkommen? Warum geht es uns eigentlich gerade so gut? Und dann stelle ich fest so, da ist irgendwie was Komisches und passiert da zur Zeit. Zum einen haben wir sehr billiges Geld. Billiges Geld befeuert die Konjunktur, Leute kaufen sich Wohnungen, die Baukonjunktur wird, wenn Sie München Handwerker haben wollen, wissen Sie ja besser als ich, das dauert ein paar Jahre. Das heißt, das billige Geld treibt schon mal hinein, das Einkommen. Das Zweite ist so, der Euro hat einen recht schwachen Außenwert. Wenn wir die D-Mark noch hätten, dann würden unsere Exporte deutlich schwerer tun. Mit dem schwachen Euro haben wir mehr Export. Das heißt also, wir haben zum einen eine Illusion von Einkommen, weil unser Geld billig ist und die Konjunktur deshalb gut läuft. Und bei der Euro schwach ist, boomt der Export. Der Export hatte noch nie so einen hohen Anteil an der Wirtschaft, wie er jetzt hat in Deutschland. Und dann gucken wir noch weiter und sagen, Mensch, der Export, das ist ja interessant, wo geht es eigentlich hin? Dann stellen wir fest, ja, in die ganze Welt, nach China geht der Export, nach Amerika. Und dann stellen wir fest, ja, Moment mal, die ganzen Länder, die leben ja auf Pump. In China hat sich die Verschuldung vervierfacht in den letzten paar Jahren. Das heißt, es gibt eine gigantische Verschuldung, die da stattfindet und davon profitieren wir. Da habe ich gemeint, ja, also erste Erkenntnis, wir verdienen schon ganz gut Geld. Es gibt zwar einige, die noch mehr verdienen, aber wir verdienen gutes Geld, aber irgendwie ist es nicht richtig nachhaltig, weil das billige Geld ist nicht nachhaltig, der schwache Euro sollte nicht nachhaltig sein und auch der Verschuldungsboom in der Welt ist nicht nachhaltig. Hat auch noch Nebenwirkungen, auf die komme ich gleich noch. Also erstmal so als Land ein bisschen Einkommensillusion. Und dann haben wir geguckt, was haben eigentlich die deutschen Haushalte in der Tasche? Und dann gibt es die erste Diskrepanz, dass nämlich die Leute zwar eigentlich pro Kopf viel verdienen, aber unsere Nettoeinkommen, nach denen der Staat sich bedient hat, liegen schon unter denen von den Franzosen. Also sind wir gar nicht mehr so reich. Aber nehmen wir mal an, das Einkommen wäre Vermögen oder wäre Reichtum. Also wir sind nicht so reich, wie die Politik sagt, aber wir sind auch nicht ganz arm. Dann haben wir gedacht, jetzt schauen wir uns mal die Vermögen an. Wie ist es denn wirklich mit Vermögen? Jetzt reden wir mal wirklich von Reichtum. Ja, da gibt es dann Zahlen von Thomas Piketty, dem Reichtumsforscher, dem Franzosen, und da stellt man halt fest, die sind alle vor uns. Der misst das Vermögen relativ zum Bruttoinlandsprodukt. Die Franzosen sind reicher, die Italiener sind reicher, die Spanier sind reicher, die Griechen sind reicher. Denkt man sich, naja gut, Piketty, Franzose, hat falsch gerechnet, kann ja vielleicht nicht stimmen. Dann geht man hin und schaut die Zahlen der EZB an, offizielle Zahlen der EZB. Medianvermögen der privaten Haushalte in Deutschland 66.000 Euro. Median heißt, die Hälfte hat mehr, die Hälfte hat weniger. Medianvermögen der Italiener über 120.000 Euro. Medianvermögen der Franzosen über 120.000 Euro. Also viel reicher. Das heißt im Klartext, die deutschen Privathaushalte, die sind eigentlich gar nicht richtig reich. Klammer auf, also wenn ein Politiker sagt, wir müssen einen anderen retten, heißt das eigentlich eine Umverteilung von arm zu reich. Und im Hinterkopf haben, wir haben immer die Reichtumsdiskussion und Neiddiskussion und Ungerechtigkeitsdiskussion in Deutschland. Die offizielle deutsche Politik ist, wir verteilen Geld um von ärmeren Privathaushalten in Deutschland zu reicheren Privathaushalten in Italien und so weiter. Dann kann man sich die Frage aufwerfen, warum ist es eigentlich so? Warum haben wir eigentlich so viel weniger als die anderen? Wir verdienen so viel Geld, wir arbeiten fleißig und trotzdem sind wir ärmer. Und der eine Grund habe ich schon genannt, der Staat nimmt uns viel weg.
Mehr als in anderen Ländern. Zweithöchste Abgabenbelastung nach Belgien, in allen OECD-Ländern. Und da stellt man auch fest, naja gut, klar, Kriege führen und verlieren ist nicht positiv für den Reichtum, klar. Wiedervereinigung war teuer, auch klar. Aber wir legen das Geld auch schlecht an. Da sind wir schon selber dran schuld. Ja, wir haben Vorliebe für Riester-Rente, Lebensversicherung, Sparbuch. Und da gibt es einfach Studien, die zeigen, über 100 Jahre, wenn Sie sowas machen, kriegen Sie 1% pro Jahr. Wenn Sie Aktien und Immobilien machen, kriegen Sie zwischen 6 und 8% pro Jahr. Und da ist der große Unterschied. Die anderen, die reicher sind als wir, die haben einfach auch mehr Aktien und Immobilien. Das kann man sagen, sind wir selber als Bürger schuld, stimmt. Die Politik trägt meines Erachtens aber auch eine Schuld, weil sie uns über Jahrzehnte hinaus in diese Anlageform getrieben hat. Denken Sie an die Subventionierung der Lebensversicherung. Also statt Produktivvermögen zu fördern, hat sie das gefördert. Warum? Weil sie die eigene Finanzierung sichern wollte. Aber die Tatsache ist ganz einfach erst einmal, wir verdienen ganz gut, wir sind aber irgendwie nicht reich. Nicht so reich wie die anderen. Dann können Sie sagen, naja gut, ist alles nicht so schlimm, wir haben ja wenigstens Auslandsvermögen, was wir aufbauen. Nicht, wir machen Exportüberschüsse, wer Exportüberschüsse hat, der hat auch Auslandsvermögen. Problem an der ganzen Sache ist, wir sind wahnsinnig schlechte Geldanleger. Allein in der Finanzkrise haben wir zwischen 400 und 600 Milliarden Euro verloren. Und zwar wir alle. Auch wenn Sie vielleicht denken, ich hatte gar nichts, gar keine solche. Ihre Lebensversicherung hat das Geld verloren, Ihre Bank hat das Geld verloren. Irgendwo ist Geld verloren worden, es wurde verteilt auf uns alle, wir haben es nicht gemerkt. Ein Teil haben wir direkt gezahlt über unsere Bankenrettung, über Steuergelder, aber ein größter Teil ist anders verschwunden. Das heißt, wir schaffen es, Geld anzulegen im Ausland und zu verlieren. Und gerade, werden wir noch diskutieren, wiederholen wir das nämlich. Ja, in der Eurozone machen wir das, wir geben gerade zins- und tilgungsfrei Kredit im Rahmen der Tage-2-Forderungen, rund schlappe 1.000 Milliarden, das sind 12.000 Euro pro Kopf der hier lebenden Bevölkerung, geben wir als zins- und tilgungsfreien Kredit ohne Sicherheit an die Krisenländer in der Eurozone. So, das ist erstmal so ein Thema Sparen und Vermögensbilden. Wir verdienen viel Geld, aber wir schaffen es schlichtweg nicht anzukommen mit unserem Sparen. Dann können Sie mir entgegenhalten, können sagen, Herr Stelter, alles ganz einseitig, weil wir haben einen, der reich ist bei uns, das ist der Staat. Schwarze Null. Staatsverschuldung unter 60%. Da kann uns doch keiner was. Wir sind doch total super. Dann würde ich sagen, na gut, also zum einen hat die schwarze Null ist Herr Draghis Werk und nicht das Werk von Herrn Schäuble. Herr Schäuble hat es politisch gut verkauft. Warum? Weil die Zinsen gefallen sind. Der Hauptprofiteur der billigen Zinsen ist natürlich der deutsche Staat, hat Zinsen gespart. Darüber hinaus kann man sagen, na gut, trotzdem hat der Herr Schäuble Leistung erbracht, weil er ja geschafft hat, dass die Bürger, dass der Staat nicht so viel mehr ausgegeben hat, wie er hätte ausgeben können und deshalb haben wir gespart. Nur wo haben sie denn gespart, die Politiker? Also ich wohne nicht im schönen München, ich wohne in Berlin. In Berlin sehen Sie es tagtäglich, wo sie gespart haben. Ja, verfallene Schulen, kaputte Straßen, die Infrastruktur verfällt, sieht man eins eindeutig. Oder nehmen Sie mal Digitalisierung. Jetzt haben wir gestern ja die Auktion, die Regeln gehabt für 5G. In Spanien haben 50% der Haushalte einen Glasfaseranschluss. In Deutschland 2% der Haushalte. Also, der Staat hat eine schwarze Null, hat ein bisschen gespart, aber an falschen Enden gespart. Und jetzt kommt der Clou. Es ist eine Lüge, dass der Staat die Schulden gesenkt hat. Weil diejenigen von Ihnen, die hier in Unternehmen tätig sind, die wissen, es gibt ja eine Aktiv- und eine Passivseite. Die müssen ja eine Bilanz erstellen. Der Staat erstellt ja keine Bilanz. Der Staat macht nur eine Einnahme-Ausgabenrechnung. Der lobt sich, wenn er in einem Jahr weniger ausgibt, als er einnimmt. Schwarze Null. Wenn man aber Gesetze verabschiedet, wie zum Beispiel Rentengesetze oder anderes Müttergeld, Rente mit 63 und so weiter, dann gibt man Versprechen ab für die Zukunft. Wenn Sie Unternehmen wären, müssten Sie dafür Rückstellungen bilden, eine Verpflichtung eingehen. Das zeigt der Staat aber nicht. Das heißt, was wir eigentlich haben, ist, wir haben im letzten Jahr eine steigende Staatsverschuldung gehabt. Allein im Jahr 2016 ist durch die neuen Gesetze der Bundesregierung die Staatsverschuldung Deutschlands um 15 Prozentpunkte vom Bruttoinlandsprodukt gestiegen. Das schwarze Null ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, die uns vorgaukelt, wir wären reich. In Wirklichkeit sind wir es nicht, weil Versprechen abgegeben werden, die keiner bezahlen kann. Sie erinnern sich, als diese Zahlen von der EZB zum ersten Mal rauskamen, wo die Deutschen so arm waren, das war so zur Höhepunkt der Griechenland-Krise, hat Frau Merkel sofort gesagt, alles falsch, weil die hohen Pensionsansprüche der Deutschen, Rentenansprüche, die würden ja fehlen. Ja, habe ich in meinem Buch übrigens auch analysiert. Da sieht man zum einen, auch unsere Rentenansprüche sind nicht hoch.
Auch die sind in anderen Ländern höher. Erste Aussage. Und die zweite Aussage ist, es gibt ja keinen Geldspeicher am Kanzleramt. Die Frau Merkel geht ja morgens nicht in Goldmünzen schwimmen wie Dagobert Duck. Sondern was wir natürlich haben ist, wenn Rentenversprechen abgegeben werden, wenn Herr Heil sich hinstellt und sagt, ich habe die Rente sicherer gemacht, da dachte ich mir, oh, der hat die Brücken repariert er jetzt. Nein, der hat die Rente sicherer gemacht, weil er einer Gruppe von Leuten mehr Geld versprochen hat und andere belasten wird, ohne zu sagen, wer das sein wird. Er hat nur umverteilt. Aber Umverteilung ist keine Vermögen, ist kein Wohlstand schaffen. Da wird nur vorhandener Wohlstand umgebaut. Das heißt, wir können doch nicht Rentenansprüche zum Wohlstand zurechnen, die erst in Zukunft erwirtschaftet werden müssen und anderen Leuten weggenommen werden. Also, wir haben eigentlich, müssen wir leider angestehen, ein ganz schönes Problem. Wir verdienen zwar gut, behalten wenig davon über, unser Vermögen ist geringer als bei den anderen und der Staat ist nicht so reich, wie er tut. Nur die Politiker tun so, als wären sie reich und können irgendwelche Ausgaben versprechen. Die schwarze Null hat noch eine weitere Wirkung. Ich habe gerade eben von den Außenhandelsüberschüssen gesprochen. Und der Kapitalexport. In der Volkswirtschaftslehre ist es ganz einfach. Und in der Volkswirtschaft hat mit Lehre nichts zu tun. Es ist einfach ganz banal. Es gibt 4 Sektoren. Es gibt private Haushalte, es gibt Unternehmen, es gibt den Staat und es gibt den Außenhandel. Und die Summe der Ersparnisse dieser 4 Sektoren muss 0 sein. Also die einen sparen, die anderen nehmen Kredit auf, Summe ist 0. Das ist zwangsläufig so, das ist einfach eine Gleichung. Bei uns ist es so, die privaten Haushalte sparen. Ist richtig so, sie sparen schlecht, wie wir gerade eben gesehen haben. Aber sie sparen. Dann sparen die Unternehmen. Das ist schlecht. Die Unternehmen sollten eigentlich in Deutschland investieren, machen sie aber nicht, sie investieren lieber außerhalb Deutschlands, weil ein guter Unternehmer natürlich erkennt, was auf uns zurollt und der deshalb lieber woanders investiert. Und wenn dann der Staat auch noch einen Überschuss hat, zumindest auf der jährlichen Rechnung, dann müssen wir zwangsläufig einen Handelsüberschuss haben. In Deutschland ist der 8,6%. Also, privaten Haushalte sparen ungefähr 6% vom Bruttoinlandsprodukt, die Unternehmen 2% und der Staat 0,6, gibt 8,6, das ist genau der Überschuss im Außenhandel. Immer wenn Sie hören, Exportweltmeister in Nachrichten und wir uns sagen so, Sie wissen, ja, wir haben mehr Autos verkauft als exportiert als importiert. Wir haben auch mehr Geld exportiert, als wir importiert haben. Und wie ich gerade eben schon gesagt habe, ist das nicht smart. Wir bauen Forderungen auf gegen überschuldete Länder in der Eurozone, Tages-2-Forderungen. Und wir bauen Forderungen auf gegen überschuldete Länder in der Welt. Also wie in der Vergangenheit, wie bei der letzten Finanzkrise, werden wir auch bei der nächsten Krise diejenigen sein, die erhebliche Verluste auf unser Vermögen erzielen werden. Also auch da trägt die schwarze Null einen Beitrag dazu, dass wir eigentlich ärmer werden und nicht reicher werden. So, jetzt können wir sagen, na gut, das ist jetzt die Bilanz, das haben wir ja schon ganz gut jetzt festgehalten, ist nicht so toll. Die Frage ist natürlich, wie geht es eigentlich weiter? Was ist die Antwort der Politik? Und die Antwort der Politik ist leider Gottes, dass sie sagt, wir haben ja irgendwie ein Problem mit der Finanzierung unserer Sozialkassen. Das sagt das Finanzministerium auch. Das Finanzministerium bringt immer so einen Nachhaltigkeitsbericht raus, da habe ich gerade nochmal geguckt. Und laut dieser Nachhaltigkeitsbericht, Finanzministerium, müssten wir ab sofort 1,2 bis 3,8% vom Bruttoinlandsprodukt zusätzlich sparen, um einen Geldspeicher unter dem Kanzleramt anzulegen, aus dem wir dann zukünftig die steigenden Kosten für Rente und Krankenversorgung der älteren Bevölkerung zu bedienen. Das übersetzt übrigens heißt es 36 bis 115 Milliarden Euro pro Jahr. Als Finanzministerium. Also sagen sie offen, aber sie machen es halt dann nicht. Sie machen eher anderes, sie machen noch größere Versprechen. Das heißt, die Politik sagt so, wir müssen irgendwie das Problem lösen. Und da gibt es 2 Glaubenssätze in der Politik. Der erste Glaubenssatz ist, wir brauchen Migration. Und der zweite Glaubenssatz ist, wir brauchen den Euro. Fangen wir mit der Migration an. Der Sachverständigenrat der Bundesregierung sagt, wir brauchen eine Nettozuwanderung von 500.000 Menschen pro Jahr, um die Sozialsysteme zu stabilisieren. Das Wort Netto ist ganz wichtig, weil wir müssen im Hinterkopf haben, dass 200.000 Leute Deutschland verlassen pro Jahr. Da sind die einen oder anderen abgelehnten Asylbewerber sicherlich dabei, aber der überwiegende Teil wäre vermutlich, hier wird es gesagt, qualifiziert und eher jünger sein. Erstaunlicherweise, es gibt über alles in Deutschland Daten, darüber nicht. Also 200.000 Leute gehen. Ich persönlich würde auch sagen, wenn Sie in der Schweiz zum Arzt gehen, brauchen Sie nicht Schweizerdeutsch sprechen, der spricht auch Deutsch mit Ihnen. Das heißt, es ist gar kein Problem. Sie haben einfach eine Auswanderung von 200.000 Leuten im Jahr. Das heißt, wir brauchen eigentlich 700.000 gekommen. Das nehmen wir mal an, 700.000 Leute würden kommen wollen. Was ist die Grundannahme, die Sie haben müssen, damit das funktioniert zur Finanzierung der Sozialkassen?
Eine ganz einfache Annahme. Sie müssen annehmen, dass die 700.000, die kommen, im Schnitt so produktiv sind, wie die schon da sind. Im Schnitt. Also, da müssen einige kommen, die ein paar hunderttausend Euro im Jahr verdienen, da können auch ein paar Leute kommen, die nichts verdienen. Im Schnitt müssen sie sein, wie die da sind. Das ist die erste Annahme. Und dann gibt es noch ein kleines Problem, Migranten werden ja auch alt. Das heißt, sie müssen darüber hinaus die Annahme treffen, dass es ihnen gelingt, wenn die jetzt zugewanderten Migranten, die diese erste Anforderung erfüllen, wenn die alt werden, dass es ihnen dann gelingt, wiederum gleichermaßen qualifizierte Migranten zu bekommen, die dann für die Leute die Sozialkassen bedienen. Ein großes Ponzi-Schema, sehen Sie schon, es geht immer nur. Jetzt schauen wir uns das mal an. Also die Politik sagt, wir brauchen Zuwanderung. Der Fakt ist natürlich, das wissen wir alle, die Zuwanderung, wie wir sie haben, entspricht nicht diesen Anforderungen. Schon vor der sogenannten Flüchtlingskrise hat die Bertelsmann Stiftung eine Studie veröffentlicht, 2014 war das, zu den Folgen der Migration nach Deutschland. Und die Bertelsmann Stiftung, die werden wir sicherlich noch diskutieren, ist für mich ganz phänomenal, weil sie es immer schafft, Studien in Auftrag zu geben und dann auf diese Studie ein Deckblatt zu machen, wo ein ganz anderer Inhalt draufsteht, als was in der Studie drin steht. In der Studie steht ganz eindeutig drin, Deutschland kann sich eine Zuwanderung wie die Gastarbeiterzuwanderung aus ökonomischen Gesichtspunkten nicht mehr leisten, weil die Migration bis zum Jahre 2014 war ein finanzielles Verlustgeschäft für den deutschen Staat, die Sozialkassen. Damals war es so, dass im Schnitt ein Hiergeborener im Schnitt einen kleinen Überschuss erwirtschaftet hat für den Staat, während gegen die Migranten als Gruppe pro Kopf ungefähr 3.000 Euro Defizitgeschäft waren über ihre ganze Lebensdauer in Deutschland. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir leider 2015 einen Fehler gemacht haben, die Zuwanderung der Gastarbeiter sozusagen nochmal zu potenzieren. Muss man einfach ganz klar sagen. Warum? Weil wir haben auf einen Schlag viel mehr Menschen reingelassen, als wir davor über Jahre verteilt hatten. Und darüber hinaus haben wir überproportional Leute aufgenommen aus Regionen, die bereits vorher als Problemfälle bekannt waren. Was meine ich damit? Auch im Deutschlandfunk und anderen Medien heißt es ja immer, Deutschland ist ein ungerechtes Land. Sie kennen das ja, die Armutsquote steigt. Also abgesehen davon, dass die Armutsquote definiert ist, wenn Sie nur 60% oder weniger des Durchschnittseinkommens haben, das heißt, wenn wir alle unser Einkommen verdoppeln, haben wir gleiche Anzahl Arme. Das erste. Und nehmen wir mal an, die These würde stimmen, die Methodik, haben wir einen Anstieg der Armut. Das habe ich mir das mal angeschaut, habe gedacht, ja, was ist eigentlich da passiert in den letzten 10 Jahren? Und dann brauchen Sie einen Dreisatz machen, stellen Sie fest, Sie können den gesamten Anstieg der Armut in den letzten 10 Jahren, also das war von 2006 bis 2016, den gesamten Anstieg der Armut können Sie erklären mit dem Anstieg der Migration an der Gesamtbevölkerung. Einfach ein Dreisatz. Weil wir wissen, dass Migranten ein weitaus höheres Armutsrisiko haben als Deutsche. Wir wissen, dass sie viel überproportional vertreten sind im Sozialsystem. Das heißt, im Dreisatz war das ausrechenbar. War tabu. Kein Wirtschaftsinstitut hat es jemals gesagt. Also ich habe darüber dann geschrieben. Ich habe vorher, schreibe Manager-Magazin, schreibe ich ja Wirtschaftswoche und so weiter, habe ich das einfach nur als so einen kleinen Beitrag gemacht. Und jetzt zum ersten Mal kam das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und hat gemeint, ja, übrigens, der ganze Anstieg ist erklärbar dadurch. Aber davor wurde es tabuisiert. Und das waren alles Zahlen vor der Migrationskrise 2015, weil die Leute tauchen jetzt alle erst im Sozialsystem auf. Und auch bei dem Thema jetzt zum Beispiel ist ganz aktuell, die Kinderarmut ist ein ganz großes Thema. Wenn wir natürlich 500.000 Kinder reinlassen, aus Familien, die nicht Deutsch sprechen und die oftmals auch das Bildungslevel nicht haben, haben wir natürlich über Nacht deutlich viel ärmere Kinder, ist ganz klar. Und daraus dann abzuleiten, dass wir einen mehr umverteilen müssen, finde ich dann schon eine Wolte, aber wie gesagt, zitiere ich auch eine SPD-Politikerin im Buch, die dann sagt, ja, wir müssen offene Grenzen haben, wir haben sie für umverteilen und dann, wenn die Leute arm sind, müssen wir umverteilen bauen. Also im Prinzip ist das Perpetuum mobile, wir müssen einfach aufgrund der Tatsache, dass wir Arme im Land haben, sind wir ungerechter geworden und deshalb müssen wir mehr machen. Ich habe mir nicht Spaß gemacht, mal anzuschauen, was man bekommt in der Türkei als Einkommen pro Kopf und habe mir die Frage aufgeworfen, naja, ob alle Türken, die hier von Hartz IV leben, sich wirklich als arm empfinden, verglichen mit dem, dass Hartz IV hier mehr ist als dort das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Weiß ich nicht. Aber man kann sicherlich sagen, relativ zu uns, wahrscheinlich schon, relativ zur Türkei, wahrscheinlich nicht. Für mich auch zu folgenden Punkten, aber auch wichtig wissen muss, ist, dass gerade, das ist einfach nur eine Tatsachenbeschreibung, die Erwerbsbeteiligung und die Einkommen von Menschen aus muslimischen Ländern und der Türkei signifikant tiefer ist als von allen anderen. Also Zuwanderer aus der alten EU verdienen im Schnitt mehr als Deutsche. Oder sagen wir so, ich korrigiere mich, als länger hier Lebende, was ist ja auch Migrationshintergrunderweise ein ganzer Topf, die verdienen also mehr, die aus der alten EU. Und ab dann geht es einfach tiefer und am tiefsten sind in der Tat die aus der Türkei
und den islamischen Ländern. Also wir haben theoretisch ein Modell, wo wir über Migration ein Problem lösen könnten, wenn Sie die heroischen Annahmen treffen, 700.000 Leute zu bekommen oder die 200.000 erstmal hier zu behalten und 500.000 zu bekommen, die im Schnitt dementsprechend, was wir schon hier haben, haben wir leider nicht. Aber wenn wir die hätten, in ein paar Jahren wäre trotzdem Schluss. Weil das Problem, was wir demografisch haben, haben wir nicht nur wir. Das haben die anderen Länder auch. Selbst Australien, Neuseeland, Kanada, klassische Einwanderungsländer, alle die Länder alle überaltern. Das heißt, wir haben weltweit sogar den Zustand im Jahre 2070 ungefähr, dass im Jahre 2070 zum ersten Mal haben wir, dass es mehr über 65-Jährige geben wird als unter 15-Jährige. Das heißt, die ganze Welt vergreist. Und dann führt mich natürlich zur Frage, die Motto, ist die Strategie von uns zu versuchen, wir holen irgendwie rein, egal wie qualifiziert oder nicht, die richtige, oder die der Japaner. Die Japaner haben, glaube ich, letztes Jahr 20 Flüchtlinge aufgenommen. Die Japaner sind eine sehr geschlossene Gesellschaft, sehr homogene Gesellschaft und setzen voll auf Automatisierung und Roboter. Bei uns ist immer die Diskussion, Roboter könnten ja Arbeitsplätze wegnehmen. Und ich denke mir immer so, Moment mal, in den nächsten 10 Jahren gehen so viele Leute, Millionen von Menschen in Rente, dann nimmt der Roboter niemandem die Arbeit weg. Der Roboter zahlt die Rente, wenn man es mal durchdenkt. Das ist bei uns völlig falsche Diskussion. Und wie gesagt, das ist eine andere, meines Erachtens besser aufgestellt, die eben ganz konsequent auf diese Antwort setzt und nicht auf die Migration. Für uns ist es nur so, die Migration, wie wir sie machen, hilft uns nicht nur bei der Finanzierung unserer Sozialkassen nicht, sondern ist eine Last in sich selber. Der Professor Raffelbüchen hat ja ausgerechnet, alleine die Kohorte 2015 wird über die gesamte Lebensdauer 900 Milliarden kosten. So. Und wenn deren Kinder sich nicht genauso gut in die Schule integrieren, wie das die deutschen Kinder schon machen, ich zitiere Raffelbüchen, kommen 600 Milliarden dazu. Dann sind wir bei 1,5 Billionen. Billionen. 1500 Milliarden. Aber ich komme hier noch zur gesamten Rechnung, da kommen ein paar Billionen dazu, damit ist es nicht getan. Wie gesagt, da kann man reinsteigen, kann man das alles durchkneifen. Wie gesagt, es ist einfach die falsche Antwort der Politik zu sagen, auf diese Art und Weise können wir die Sozialkassen finanzieren, können wir eben nicht, sie potenzieren das Problem. Das zweite Credo der Politik ist Europa um jeden Preis. Oder wir können auch sagen Euro um jeden Preis. Mit dem Euro ist es eine Sache. Ich glaube, keiner, der hier im Raum ist, würde heute noch für den Euro sein. Ja, These, wenn er ein bisschen was von Wirtschaft versteht. Wenn nicht, am Ende meines Vortrages habe ich Sie überzeugt. Also der Euro war ja so eine Idee. Hat der Kohl gemeint, komm, wir machen jetzt einen Euro und dann konvergieren wir alle. Dann geht alles zusammen. Das war die erste Idee. Und am Anfang hat es auch funktioniert. Aber am Anfang hat es funktioniert aufgrund einer ganz einfachen Entwicklung. Weil der Euro bedeutete nämlich zuerst mal deutsche Zinsen für alle. Das hieß für alle deutlich tiefere Zinsen, weil vorher war die Bundesbank die Kredibilität, die wir Zinsen hatten, höhere Zinsen. So, nachdem Sie das alle so lauschen, frage ich jetzt mal, wenn die Zinsen sinken, wenn das Geld billiger wird, was machen Sie dann? Ausgeben, ja, erstmal einen Kredit aufnehmen. Also nehmen einen Kredit auf. Und was kaufen Sie sich mit Ihrem Kredit Schönes? Was ist das sicherste Investment? Ja, in München müsst ihr gerade denken, das wird auch ganz super. Also ich kriege Geld for free und kaufe mir Immobilien. Was passiert? Immobilienpreise steigen. Was passiert? Bauboom beginnt. Was passiert? Migration nimmt zu. Spanien hat den Bausektor so groß gehabt wie Deutschland, England, Frankreich zusammen in einem Höhepunkt des Baubooms. Die Löhne steigen. Sie müssen mehr importieren. Sie kaufen deutsche Autos. Das heißt, der Euro hat erstmal zu einer Konvergenz geführt, weil alle konnten richtig Party feiern. Die Italiener haben keine Party gefeiert, die haben halt nur ihr Staatshaushalt nicht saniert. Aber die anderen, die Spanier, die Griechen, die Portugiesen, die Iren, Immobilienboom wurde alles mit billigem Geld finanziert. In unserem Geldsystem übrigens auch möglich, weil unser Geldsystem ja darauf basiert, dass die Banken das Geld schaffen und die Banken beleihen einfach, was sicher ist, nämlich Immobilien. Das heißt, die Banken können beliebig viel Geld schaffen und damit auch die Ungleichheit übrigens von Vermögenswerten befördern. Also, das war die Zeit der Konvergenz. Dann hat man festgestellt, dass man selbst in Spanien nicht so viele Wohnungen braucht. Dann platzte die Blase, auch in Irland, Griechenland. Die Immobilienpreise verfielen. Banken hatten ein Problem. Eigentlich waren sie pleite, eigentlich sind sie heute noch pleite. Daraufhin hat die EZB, wie wir alle wissen, die Geldschleusen geöffnet. Ohne Herrn Draghi wäre der Euro schon Geschichte. Und hat erst einmal alles mit Liquidität geflutet. Das ist erstmal die Situation. Was passiert seither? Seither entwickeln sich die Wirtschaften Europas immer mehr auseinander. Also die gedachte Konvergenz, die da sein sollte, ist überhaupt nicht da.
Die Lohnstückkosten sind so auseinandergelaufen, dass es unmöglich ist, für Italien und wettbewerbsfähig zu sein im Euro. Die müssten sogenannte interne Abwertung machen. Das heißt, sie müssten Löhne kürzen. Und wie ist es eigentlich, wenn Sie Löhne kürzen von jemandem, der hohe Schulden hat? Was passiert mit der Schuldentragfähigkeit dann? Die Schulden geht den Bach runter. Das heißt im Klartext, wir sind gefangen in einem System, das läuft immer weiter auseinander. JP Morgan hat schon vor ein paar Jahren gesagt, eine Währungsunion von allen Ländern der Welt, die mit dem Anfangsbuchstaben M beginnen, hätte mehr miteinander gemeinsam als die Eurozone. So, was müsste man machen? Man müsste eigentlich sagen, liebe Freunde, war ein politischer Flop. Ja? Wir hören damit einfach auf. Wir bereinigen die Altlasten, hören damit auf. Altlasten bereinigen heißt übrigens Forderungsverzicht. Wir haben schon vorhin gesprochen, Target 2 Forderungen sind 1000 Milliarden. Ich persönlich schätze, mindestens 2000 Milliarden müssten wir in Summe verzichten, der Deutschen. Abschreiben, Euro wieder auseinandernehmen, hat die Sache. Kriegen eine schwere Rezession, weil nämlich unsere Einkommensillusion von vorher platzt, weil nämlich dann plötzlich der neue deutsche Markt viel teurer wäre und die Exportüberschüsse werden über Nacht verschwunden. Unpopulär. Macht die Politik nicht. Also macht die Politik lieber das, was sie immer macht, den Schaden vergrößern. Und jetzt kommen wir nämlich zu einer ganz interessanten Diskussion. Wir haben nämlich jetzt einen strategisch denkenden französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, der auf opportunistische, nicht ökonomisch denkende deutsche Politiker trifft. Ja, wer gewinnt da? Irgendwann Macron ist auch super, hat auch die Medien im Griff, dann wird immer, weil er so toll reden kann und so gut ausschaut und dann, was weiß ich, dann wird dann Macron hier und der arme Macron kriegt keine Antwort aus Deutschland, wir müssten doch und so weiter und so fort. Was möchte Macron? Macron möchte einen Euro-Finanzminister, Eurozone-Budget, bla 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 bla. Die Kurzfassung ist, er möchte unser Geld. So, wenn wir dazu sagen, ist ja auch legitim. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich glauben würde, mit einer Transferunion ließe sich der Euro retten, wäre ich dafür. Ich hätte ein bisschen Störgefühl damit, warum einfach die ärmeren Deutschen für die reicheren anderen zahlen müssen. Das würde mich schon ein bisschen stören. Dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, fein, irgendwie müssen wir eh zahlen. Dann zahlen wir eben meinetwegen mit die Transferunion, dann haben wir die Abschreibung nicht von den 2000 Milliarden, dann haben wir es irgendwie anders über Zeit verteilt. Wäre okay. Das Problem an der ganzen Sache ist, Ökonomen wissen, es kann nicht funktionieren. Der Internationale Währungsfonds, die machen ja auch mal gescheite Studien, hat mal analysiert, was passiert eigentlich, wenn ökonomische Schocks sind in der Region. Also keine Ahnung, Bremen hat einen ökonomischen Schock. Ja. Was passiert denn in so einem Land wie Deutschland? Da gibt es ja den Länderfinanzausgleich und ihr in Bayern klagt zu Recht, dass ihr in Berlin irgendwie totalen Blödsinn finanzieren müsst, habt ihr vollkommen recht. Aber was passiert ist eigentlich, der Ausgleich für Berlin oder für Bremen und sonst wo, bei so einem Schock, der kommt gar nicht so sehr über den Länderfinanzausgleich. Das sind nur die paar Milliarden, macht auch nicht mal fett. Das kommt überwiegend über privates Kapital. Also wenn in Berlin was ist, dann strömt privates Kapital hin, dann kauft ihr da Wohnungen und sonst was. Das heißt, es erfolgt ein Privatsektor. 80-85% eines Schocks wird in so einem Land im Privatsektor ausgeglichen. In den USA übrigens genau dasselbe. In den USA wird auch 80% ausgeglichen. Und in Europa wird gar nichts ausgeglichen von einem Schock oder ganz wenig. Das heißt aber, wenn man das machen wollte, auf 80% zu kommen, und der Privatsektor macht es nicht, weil keiner, der vernünftig ist, wird jetzt in Italien investieren, um den dortigen Schock auszugleichen, der privat ist, müsste das Transfervolumen so gigantisch sein, dass sie jede Dimension sprengt. Also, wir wissen, dass eine Transferunion nicht funktionieren kann. Und trotzdem wird sie gefordert. Und Madame Lagarde, die Präsidentin des Internationalen Währungsfonds, fordert sie auch, obwohl ihre eigenen Leute vorrechnen, dass es nicht geht. Da sage ich nur so, on y soit qui mal y pense, ja, Madame Lagarde ist ja auch Französin. Das heißt, um was es geht, ist ganz einfach. Es geht darum, an unsere Verschuldungskapazität zu kommen. Weil ich ja vorhin gesagt habe, die Politiker denken ja nur, wie auch die Kapitalmärkte, sehen nur die offiziellen Schulden. Die vergessen die ungedeckten Versprechen für Renten und so weiter. Die sagen, 60% vom Bruttoinlandsprodukt, die Deutschen können auch 40% machen. 40% mal 3,6 Milliarden, kommen wir auf ein paar Milliarden, kriegen wir noch zusammen, ein paar tausend Milliarden. Und die wollen wir ganz gerne noch in das Projekt kippen, im Projekt Zeit kaufen, möglichst viel für uns abzwacken, bevor es dann doch scheitert. Also spieltheoretisch ist es so, es gibt noch, da drüben sind Plätze noch, müssen nicht stehen bleiben. Spieltheoretisch ist es so, ich habe vor ein paar Jahren schon, hat die Bank of America gesagt, für Italien ist das beste Outcome, erst Geld zu bekommen von Deutschland und dann auszutreten. Und für Deutschland ist das beste Outcome, kein Geld zu geben, Italien bleibt. Das passt aber nicht kompatibel irgendwie. Ja? So, aber die Italiener, und das will ich hier diskutieren, ich glaube auch die italienische Regierung ist in einer sehr starken Position jetzt, das ist ein kleiner Exkurs, weil die haben einen Primärüberschuss im Haushalt, das heißt, sie haben einen Überschuss im Staatshaushalt vor Zinszahlungen. Sie haben einen Außenhandelsüberschuss, sie sind Nettobeitragszahler nach Brüssel.
Nettobeitragszahler. Was wollen wir denn denen? Wollen wir die Bundeswehr schicken? Geht ja nicht, die ist ja nicht kampffrei. Aber was wollen wir? Geht doch gar nichts machen. Die Italiener können, die haben diesen ganz langen Hebel und jetzt können wir Tage 2 Forderungen, können wir diskutieren. Dann gibt es welche, die sagen, ach, das sind nur so irgendwelche buchhalterischen Gründe. Erpressungspotenzial ist unstrittig vorhanden. Und vor dem Hintergrund werden wir am Ende bezahlen, weil unsere Politiker eben beseelt von dem Märchen vom reichen Land, das glauben die ja selber, denken, wir können hier alles machen. Der Euro ist nichts anderes als ein Subventionsprogramm für unsere Exportindustrie, was wir selber bezahlen. Und hat er die Folgen, die man hat. Die Produktivitätszuwächse haben abgenommen. Warum? Weil, wie alle Subventionen sind immer schlecht. Wenn man sich nicht mehr anstrengen muss. Früher musste sich jedes Mal anstrengen, weil jede Abwertung der Italiener. Ja, wenn Sie denken, Sie früher, Lira abgewertet, wir aus München mit leerem Auto runtergefahren, Kofferraum voll mit Klamotten. Ja, genau, mit Klamotten. Sie haben Klamotten gekauft, ich habe Wein gekauft, wir haben gegessen, es war eine super Zeit. War übrigens auch ein Wohlstand. War auch ein Wohlstandsaspekt. Alles futsch. Wir subventionieren unsere Exportindustrie selber. Das ist was passiert. Und die Forderungen verlieren wir hinterher. Und die Forderungsverluste müssen wir alle zahlen, nicht nur die Eigentümer der Exportunternehmen. Das heißt, wir sind auf dem besten Weg, Macrons Träume wahrzumachen und wiederum den Wohlstand zu verschleudern. Ich versuche mal so eine Art Rechnung aufzustellen, so Zwischenfazit mal. Ich habe mal versucht, die Wohlstandsvernichtung der letzten Jahre zu quantifizieren. Ich weiß, es wird immer gerne Frau Merkel festgemacht, mache ich auch immer gerne Frau Merkel fest, aber alleine ist es ja nicht. Das gehört sogar natürlich auch eine Unfähigkeit der ganzen politischen Kaste, muss man dazu sagen. Weil, wenn sie die Einzige wäre, wäre es nicht so weit gekommen. Das ist ja allgemeiner Konsens in Berlin. Also, Euro 1000 bis 2000. 1000 Untergrenze, 2000 nicht die Obergrenze. Immer Milliarden, drunter machen wir es nicht, ich mache es mal einfacher. Die Zuwanderung haben wir gesagt, alleine dieses 2015 1000 bis 1500, das waren die Raffelbüchenzahlen. Da können wir noch ein paar Zahlen dazu addieren, wenn sie das weiter fortsetzen, Familiennachzug und so weiter und so fort. Infrastruktur haben wir nur am Rande erwähnt. Da gibt es ja offizielle Daten. Infrastruktur fehlen 120 Milliarden. Übrigens ganz witzig, die Politiker sagen dann zu mir immer, Herr Stelter, wir haben das Geld ja, wir können es nicht ausgeben, weil die können das nicht planen. Und dann sage ich immer, ja, warum können die es denn nicht planen? Weil ihr die Planer rausgeschmissen habt vor ein paar Jahren. Das ist mit dem Hinterkopf. Und wenn Sie mit den Baufirmen sprechen, die sagen, wir bauen jetzt aber keine Kapazitäten auf, weil in 2 Jahren hören die wieder auf. Das heißt, das ist doch Quatsch. Wir müssen nachhaltig planen. Was mich zu dem Punkt führt, wenn wir nachhaltig auf dem Niveau, auf dem Durchschnittsniveau der OECD investieren würden, ich rede nur vom Durchschnittsniveau, müssten wir über die nächsten 30 Jahre 750 Milliarden Euro zusätzlich in Infrastruktur stecken. Das ist nur das, was die anderen OECD-Länder im Schnitt ausgeben, um ihre Infrastruktur zu erhalten. Und, das war nicht fertig, sind wir irgendwie, können wir zusammen addieren, sind wir schon bei 3,5, 4,5, 5,2. Dann haben wir Milliarden, immer Milliarden. Billionen, das war für Billionen, genau, 5,2. Dann haben wir noch Rente. Rente ist ungefähr einmal Bruttoinlandsprodukt, also 3.600 Milliarden. Die Entscheidungen der letzten paar Jahre machen daran nur 1.000 aus. Also war eigentlich ein kleiner Posten, würde ich Frau Merkel das gar nicht mal so groß vorwerfen. Und Energiewende, auch das in einer guten Vollständigkeit. Wir haben die höchsten Preise, Energiepreise in Europa. 500 ist die Untergrenze, 1000 ist wahrscheinlich der realistische Wert. Ernest Hemingway hat ja in seinem Buch geschrieben, The Sun Also Rises 1926, auf die Frage, wie hast du Pleite gemacht? Auf 2 Arten. Erst schleichend, dann plötzlich. Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Motto eigentlich. Das heißt, eine Zusammenfassung meines Buches, eigentlich sage, verdammt nochmal, der Startpunkt war, dass die Politiker, ohne dass irgendein Journalist jemals sagt, das stimmt doch gar nicht, ungestraft ihre Sätze beginnen mit, ein reiches Land wie Deutschland sollte doch. Ja, wir können uns eben nicht alles gleichzeitig leisten. Man kann gerne mal eine Billion irgendwo versenken. Wir können sagen, okay, Euro, 2 Billionen, ja, über viele Jahre gestreckt, ist halt nun mal so. Wir können auch gerne sagen, wir haben offene Grenzen, wir sind ein humanes Land und wir lassen die rein und haben dafür eine Billion ausgegeben. Nur Billionen Euro, 2 Billionen Euro, eine Billion Zuwanderung, nochmal Energiewende und so weiter und so fort, verfallene Infrastruktur, das überfordert das Land. Wir sind kein reiches Land, wir sind ein verdammt armes Land. Und die Frage ist natürlich, was sollte man tun? Weil ich habe, manche Leute sagen, ich mache so pessimistische Bücher, so negativ sein. Okay, was können wir eigentlich machen? Ich glaube in der Tat, eigentlich ist der Zug abgefahren. Die Mehrheit der Wähler ist fast Rentner und nichts gegen Rentner, aber die Rentner wählen eher dafür, dass Renten bleiben, nicht gekürzt werden. Ist so.
Das heißt, oder sie wollen auch keine Baustelle mehr haben vor ihrer Tür und irgendwelche neuen Autobahntrassen oder ähnliches haben sie auch nicht mehr so gerne. Das heißt, wir haben generell ein etwas schwieriges Umfeld, aber eigentlich müssten wir hingehen, müssten sagen, als erstes der Staat hat wieder richtig Schulden, weg von der schwarzen Null, investieren, würde uns bei verschiedenen Dingen helfen. Er würde unsere Infrastruktur reparieren und was natürlich helfen würde, ist, er würde den Außenhandelsüberschuss reduzieren. Dann wären wir aus dem Kreuzfeuer von Mr. Trump raus und so weiter. Wäre auch ein bisschen vernünftiger, unser Geld hier auszugeben. Und er würde uns helfen, unser Geld hier anzulegen. Ich gebe doch lieber dem deutschen Staat Kredit als dem spanischen oder sonst welchen. Und wenn beide am Ende pleite machen, habe ich trotzdem lieber die neue Autobahn hier und nicht in Spanien. Dann hätte ich gerne, würde ich gerne sagen, wir machen einen Staatsfonds. Aber nicht, Gottes Willen, nicht staatlich organisiert. Ich möchte nicht, dass Frau Nahles mein Geld anlegt. Nicht missverstehen. Was ich meine ist Staat, wissen Sie, Singapur, Norwegen, andere haben das ja auch. Wir könnten eine Anleihe ausgeben, die der Staat garantiert. Eine Anleihe ausgeben, Garantieverzinsung 4% mit Upside, können alle kaufen, Lebensversicherung, alles. Und dieser Fonds investiert das Geld in Infrastruktur, in In- und Ausland, in Aktien und so weiter. Schauen Sie Schweizer an. Die Schweizer müssen ihren Franken stabilisieren, weil der Euro so marode ist. Und man macht die Notenbank damit, die kauft dann mit Apple-Aktien und schafft es sogar noch, ja, Sie können mich korrigieren, schafft auch noch mal kurz an der Spitze auszusteigen und dann fällt die Aktie 20%. Ist auch cool. All die Schweizer haben das drauf. Und vor allem, wenn sie es nicht können, ist auch egal, weil sie kaufen das ja mit gedrucktem Papier. Das ist ja, Schweizer Franken können ja beliebig schaffen. Das heißt, wir sollten einen Staatsfonds machen, sondern Geld ordentlich anlegen. Wir müssen natürlich logischerweise in Bildung investieren, in Bildung. Und wir müssen die Zuwanderung begrenzen. Ja, das machen wir Migrationsgesetz. Ganz groß, wir machen ein Migrationsgesetz. Da denken unsere Politiker, die würden Schlange stehen bei uns. Die stehen nicht Schlange bei uns. Die Qualifizierten gehen nicht in das Land mit der zweithöchsten Abgabenbelastung. Die haben schon mal Nachteil mit der Sprache. Also die ganzen Qualifizierten aus England und China, die können alle Englisch. Die gehen erst einmal tendenziell eher in ein angelsächsisches Land. Und wenn sie dann noch hören in Deutschland, ja, hohe Abgaben, dann Ausländerfeindlichkeit zunehmende. Warum? Weil wir die Falschen reingelassen haben. Ja, ist ja so. Dann hat der Lindner mal gesagt, glaube ich, beim Bäcker weiß aber nicht, ob vor ihm der IT-Spezialist oder der sonst wie steht, wurde heftig für angefeindet. Aber das ist nicht ein Problem. Wenn wir die Falschen reinholen, hast du eher Ausländerfeindlichkeit, macht dich unbeliebter, damit Leute ranzuholen. Und denken Sie mal an dieses furchtbare Foto zurück von diesem ertrunkenen Jungen, der ja im Prinzip damals dann die Welle komplett zum Bersten war. Ich habe auch Kinder, jeder Mensch ist davon berührt. Das ist furchtbar. Aber kennen Sie die Geschichte der Familie? Kennen Sie die Geschichte? Also syrische Familie war in der Türkei. Der Vater hatte Arbeit und die hatten eine Wohnung. Und die wollten nach Kanada, weil sie dort Verwandte hatten. Und Kanada hat gesagt so, also Notstand gibt es keinen mehr, Arbeit und Wohnung habt ihr ja, nicht mehr verfolgt, ihr seid in Sicherheit. Und die Qualifikation reicht auch nicht. Und wir nehmen nur Qualifizierte. Und daraufhin sind sie aufs Schlauchboot gestiegen, weil sie dachten, sie können uns erreichen. Das ist das falsche Anreizsystem. Und dazu gehört natürlich auch das, wenn wir gerade in München sind, Süddeutsche Zeitung. Tränenselige Artikel, Kinder von Migranten sind ganz unglücklich in der Schule in Deutschland. Die werden alle ganz unhappy. Und dann sagen sie, andere Länder sind viel besser und zeigen Länder, wo die Migrantenkinder glücklich in der Schule sind. Wissen Sie, welche Länder das waren? Nein, das ist nicht Saudi-Arabien. Es waren Singapur, Australien und Kanada. Und dann haben sie gesagt, die müssen irgendwas besser machen. Ich kann Ihnen sagen, was sie besser machen. Die suchen sich die Zuwanderung aus. Die haben natürlich ganz klar, wenn sie qualifizierte Zuwanderer haben, haben sie ja logischerweise auch entsprechende Performance in der Schule. Wir brauchen auch einen Umbau des Steuersystems. Und das weiß ich, mache ich mich unbeliebt bei Ihnen. Ich bin dafür, dass wir die Steuern ganz drastisch senken. Ich bin aber auch dafür, Vermögen höher zu besteuern. Weil ich glaube, wir müssen umbauen, wir müssen Arbeit entlasten. Wenn Sie sich mal vorstellen, Sie sind ein sogenannter Besserverdiener, zahlen hier mal einen Spitzensteuersatz und kommen einfach aus einfachen Verhältnissen. Und Sie gehen in München spazieren und denken darüber nach, sich mal eine Wohnung zu kaufen, dann lernen Sie sehr schnell, dass Sie nicht viel verdienen. Das ist ein Problem. Das Problem ist natürlich dann nicht an der Politik. Wenn die Politik es ändern wollte, wäre es ganz einfach, dann müsste nämlich die Eurozonenkrise lösen, hätten wir wieder normale Zinsen, dann würde keiner auf die Idiotie kommen, 50-facher Jahresnetto-Kaltmiete für Mietshäuser in München zu bezahlen. Ja, das heißt, wir brauchen natürlich da was, wir brauchen eine Lösung der Eurokrise, damit wir eine normale Zinspolitik wieder haben können, Geldpolitik haben können, Vermögen, reasonable Asset-Werte. Und wir müssen uns dann eben überlegen, zu sagen, okay, wie schaffen wir es, die Arbeit so maximal zu entlasten. Was mir vorschwebt zum Beispiel ist, zu sagen, wir senken die Einkommensteuern so stark auf Unternehmen,
dass dann zum Beispiel Familienunternehmen auch Erbschaftssteuer zahlen können, einfach deshalb, weil sie nicht beim Erbfall zahlen, sondern weil sie jedes Jahr ein 33. des Betrages zahlen, simuliert. Wenn sie das Zuschlag machen auf die Einkommensteuer, sind sie wahrscheinlich auf demselben Wert wie heute oder sogar noch tiefer, aber sie haben es anders strukturiert. Damit wir auch hingehen und sagen, okay, diesen Gerechtigkeitsthemen entgegenkommen. Wissen Sie, es gibt ja immer dieses Thema, ist alles so ungerecht. Und immer wenn die sagen, wie ich am Eingang zitiert habe, Deutschland ist ein reiches Land, muss umverteilt werden, es trifft immer die Mittelschicht. Wenn die Politiker sagen, die müssen den Reichen mehr wegnehmen, das ist immer die Mittelschicht. Ja, vielleicht auch die bessere Mittelschicht, aber es ist nicht so, dass es nur bei den Reichen ist. Was sie brauchen, ist ja von der Masse her, müssen sie in die Masse. Und ich erinnere daran, der Spitzensteuersatz, also der Satz vor der Einkommensteuer, beginnt beim 1,3-fachen des Durchschnittseinkommens in Deutschland. In den 60er Jahren mussten sie das 15-fache verdienen, um den Spitzensteuersatz zu zahlen. Das heißt, auf heute überzogen 625.000 Euro. Da würde der Spitzensteuersatz beginnen. Heute beginnt er bei 58.000, 56.000. Das heißt, grenzgrundlegende Reform, Bildung, Investitionen, Renten reduzieren, längere Lebensarbeitszeit, ein Programm, was keinem schmeckt. Und darum wird es nicht kommen. So. Was aber kommen wird, ist, das Märchen wird trotzdem enden. Das Märchen vom reichen Land, und ich hätte wahrscheinlich sagen müssen, dass die Lüge vom reichen Land hätte man vielleicht nennen sollen, aber Märchen klingt irgendwie netter. Das Märchen vom reichen Land wird trotzdem platzen. Weil bei der Eurozone ist es ganz eindeutig, jetzt hat sie 10 Jahre durchgehalten, vielleicht hält sie noch 10 Jahre durch. Will mich nicht festlegen, aber ewig hält sie nicht durch. Und wenn sie platzt, wird es erhebliche Schäden zur Folge haben. Davor werden wir in einer Transferunion viel Geld dafür bezahlen. Es kann auch durchaus sein, dass es schneller geht. Schauen Sie, wenn jetzt der Handelskrieg zwischen China und den USA zunimmt, wir haben jetzt schon erste Anzeichen einer Konjunkturschwächung in Deutschland. Wenn die Konjunktur sich wirklich abschwächt in Deutschland, wenn wir Arbeitslosigkeit bekommen, dann wird plötzlich klar werden, wir sind gar nicht so ein reiches Land, dann wird wieder mehr Umverteilung gehen, dann werden die sozialen Konflikte aufbrechen, dann wird es noch mehr Probleme geben, auch mit den Migranten. Und im Hintergrund braut sich da etwas zusammen, wo es unter Umständen schneller endet, als uns rechts ist. Nur das Problem an der ganzen Sache ist, dann werden vermutlich davon genau die profitieren, die uns das eingebrockt haben. Weil die dann erzählen werden, das ist wieder der Kapitalismus. Ja? Während die Finanzkrise hat mit Kapitalismus nichts zu tun. Ja? Weil die Abschaffung des Konkursrisikos für Banken, das hat der Staat ja gemacht. Und die Deregulierung, das hat der Staat gemacht. Das war ja Absicht. Ich glaube, Markus Krall war ja hier, der hat auch mal gesprochen. Es war doch Absicht. Die Politik wollte Kreditwachstum befördern, um so Wohlstandsillusion zu schaffen. Das war so, muss man im Hinterkopf haben. Hat mit Kapitalismus nichts zu tun. Und das ist meine große Sorge. Das habe ich in meinem Buch eigentlich schreibe. Es wäre doch schön, wenn sich so eine Initiative bilden würde von Bürgern für Wohlstand und Zukunft, so habe ich es genannt, so ein blöder Titel, um bewusst keinen Parteinamen zu nehmen, und wir sagen, lass uns doch mal sachorientiert argumentieren. Und das habe ich auch im Buch auch versucht, ein Programm zu machen, wo jeder was drin hat. Wissen Sie, Sarah Wagenknecht würde sagen, Vermögensteuer, ja, super. Und Herr Lindner würde sagen, geringere Steuern, also Einkommensteuern ist super. Das heißt, wir brauchen ein Paket, wo jeder irgendwo unhappy mit ist, aber wo auch für jeden was dabei ist, weil nur so kriegen wir was hin fürs Land. Wird es kommen? Nee, glaube ich nicht. Ich persönlich würde sagen, wir sollten uns persönlich darauf einstellen, dass die Wohlstandsbasis platzt, dass es unangenehm wird, unser Vermögen in Sicherheit bringen, einen Plan B entwickeln für uns selber und ansonsten mir noch Fragen stellen, oder? Ich fange mal gern mit einer provokativen Frage an. Und zwar zitiere ich jemanden, den wir alle kennen. Er hat gesagt, es wäre ein Treppenwitz der Geschichte, dass das Volk, was für die meisten Kriege der Welt verantwortlich wäre, für das meiste Unrecht in der Welt und immer noch Unrecht tun würde, dass es dem so gut gehen würde. Und jeder Betrag, der von diesem Land verschwendet werden würde, wäre ein Mehrwert für die gesamte Menschheit. Meine Frage ist, Sie wissen ziemlich genau, wen ich meine. Der hat auch früher mal ein Fahrzeug gehabt, was dann von der Roten Armee-Fraktion benutzt wurde. Jetzt wissen Sie es ganz genau. Und der zu höheren Ehren kam. Und meine Frage ist, ich meine, wir kennen ja vieles von dem, was Sie gesagt haben, steht ja inzwischen auch in der Welt oder FAZ oder die Neue Zürcher, die schreibt ja sehr klar darüber. Ja, ist das der Grund, warum die Politik nichts tut? Weil das die Diktion ist, dass man sagt, also irgendwie müssen wir ja die Schuld abtragen. Also
kann sein. Also, was die Politiker betrifft, kann sein. Ja. Wissen Sie, was mich ist so, wir lassen sie aber auch. Mhm. So, das ist mein Problem. Und ich habe Freunde, hier in Bayern, in München, habe ja lange hier gewohnt, Gräfelfing, meine Gräfelfinger oder unsere Gräfelfinger Freunde. Wenn man sowas mit denen diskutiert, und das sind alles Anwälte, Ärzte und was weiß ich, die fallen aus allen Wolken. Weil was Sie sagen, was in der FAZ steht oder in NZZ, das ist ja neue Westfernsehen, wie man sowas bei uns sagt, das da drin steht, das lesen die ja nicht. Es ist ja schick, in den besten Kreisen der Gesellschaft sich um Wirtschaft nicht zu kümmern. Wissen Sie, das ist für mich das Eklatante. Die Leute hören die Aussage, ein reiches Land wie. Und sie glauben das. Das ist das Problem. Sie glauben das und deshalb folgen sie der Schlussfolgerung. Weil was wir jetzt sagen, wir haben ja, ist halt eine Frage, wenn man Vermarktung des Buches, ja, Spiegel, Journalist, der Gemeinde stellt, super Buch, aber es ist ja alles bekannt. Das haben wir ja bei so in der Form nicht, abgesehen davon, eigentlich will ich ja gar nicht die Spiegelleser im Zweifelsfall erreichen. Ich würde ganz gerne breitere, also versucht zu schreiben, breitere Leute erreichen. Das war die Motivation, weil ich eben aufwecken möchte. Die Politiker kommen damit nur durch, weil sie entweder selber nicht verstehen, davon glaube ich, bei ganz vielen ist das so, weil sie böswillig sind, das war das Zitat, was Sie gebracht haben. Es gibt die Leute, denen das, die nicht, ich würde es sagen, in meiner Worte, die sind nicht am Wohlstand des Landes interessiert. Der Mann hat gesagt, er wäre moralisch verpflichtet. Ja gut, es ist halt, für mich ist einfach so, pass auf, du kannst ja gar nicht moralisch verpflichtet sein, du kannst nicht mich verpflichten. Ja? Das ist ja meine Aussage. Und die Sache ist nur die moralische Verpflichtung, die da durchgeführt wird, gelingt nur deshalb so, weil das Volk sich nicht drum kümmert. Und sich einlullen lässt von den Geschichten. Also für mich ist es schon so, ich glaube, meinetwegen mag es jemand mit hohen moralischen Werten sein, die meisten halte ich einfach für schlichtweg intellektuell überfordert und die andere Gruppe ist eines Erachtens böswillig. Ja, das ist die es wirklich wollen und ich will das nicht sagen, ich meine jetzt, wenn die Kamera nicht aus wäre, würde ich was anderes sagen, aber es gibt auch bei einigen politischen Strömungen, habe ich zurzeit das Gefühl, die wollen die Morgenthau-Plan auch realisieren in Deutschland, die komplette Deindustrialisierung des Landes und dann glaubt, dass das Geld vom Himmel fällt. So. Sekunde. Sie müssen, glaube ich, für die Kamera ins Mikrofon sprechen, für mich nicht. Aber wir wissen alle, von wem ich gesprochen habe. Ja. Machen wir nachher. Wir kritisieren alle immer die Politiker. Aber eigentlich ist es doch die Presse, über die wir uns informieren. Und die Presse, die Politiker nicht hinterfragt. Ja? Also meiner Ansicht nach versagt die Presse. Um ein Wort von dem Seehofer zu benutzen, die Mutter aller Probleme ist vielleicht nicht die Migration, sondern es ist die Presse und die Information, die wir kriegen. Ja, also kann ich natürlich sagen, weil ich habe Herrn Holowitsch angesprochen, weil er vom Verlag ist. Dann habe ich gesagt, kann ich kurz darauf was sagen und dann machen Sie weiter. Und das ist immer so, ich bin natürlich gefrustet, weil ich würde natürlich sagen, das Buch müsste viel breiter besprochen werden, aber in der Tat stoßen wir auf bestimmte, es ist nicht so, es stört das Narrativ der Medien wird gestört und deshalb wird es auch nicht so promotet. Also dabei, es gibt ja andere Möglichkeiten heutzutage über soziale Medien, anderes, das muss man halt viel mehr nutzen, weil es ist eine Frage der Awareness und wir müssen diese Awareness schaffen. Das war die Sache, weil einer hat mal gesagt, ja, ich will mit dem Buch reich werden oder Geld verdienen. Ich kann Ihnen eins sagen, 3 Satz genügt mit Büchern, verdienen Sie kein Geld. Ja, das heißt, es ist eine ganz andere Motivation. Sie haben vollkommen recht, die Medien ist eine Hürde. Das sehe ich auch in der Art, jetzt gebe ich in Deutschlandfunk, eine Art, wie Interviews geführt werden. Ja, ich freue mich immer so mit Ihnen zu plaudern, sagt die Journalistin. Ich meine ganz ehrlich, am frühen Morgen. Vor dem Hintergrund, das ist natürlich nicht so da. Das Problem der ganzen Sache ist, wir müssen da raus und müssen breiter werden. Aber die Bürger selber kümmern sich auch nicht. Da würde ich schon nochmal... Ja. AfD-nah, ja genau. Also ich kann Ihnen sagen, aus persönlicher Erfahrung, ich habe 2015 mit Herrn Fratscher, wenn ich es kurz einflechten darf, mit Herrn Fratscher vom DEW ein Streikgespräch geführt im Spiegel. Weil er hatte nämlich damals diese Flüchtlingsrechnung, nach dem Motto, wir werden alle reich durch die Flüchtlinge. Titelgeschichte in der Süddeutschen Zeitung. Ich habe dann in meinem Blog, mich darüber geäußert und der Spiegel rief 2 Stunden später an und hat gesagt, machen Sie ein Streikgespräch mit Fratscher. Fratscher hat schon zugesagt. Nach langem Hin und Her habe ich das dann gemacht, habe ich auch sehr vorsichtig geäußert. Habe nur gesagt, rein ökonomisch und so weiter. Ich kann mich gar nicht vorstellen, was ich für Feedback bekommen habe von ehemaligen Kollegen auch und so weiter. Ich soll mir sagen, dass ich bei bestimmten Firma gearbeitet habe und so weiter und so fort vorher, weil das wäre ja alles Wasser auf die Mühlen der AfD. Und habe ich gesagt, ich glaube eher die Leugnung der Tatsachen
befördert das, statt das früher auszusprechen. Und ich habe meines Erachtens recht gehabt, aber darum habe ich persönlich Abteilung, kann ich nur sagen, nicht teilen. Weitere Fragen? Hier eine Frage. Waren Sie denn fertig mit Ihrer Frage dann? Ja, danke. Okay. Gibt es einen Politiker, außer Herrn Gauland vielleicht, der Ihnen zuhört? Und das Zweite, was ist das Phänomen der Grünen? Also ich habe einen unheimlich intellektuellen 16-jährigen Enkel, der Vater ist CSU-Mitglied und er ist überzeugter Grüner. Wie schafft diesen Unsinn, die diese Leute propagieren, wie kommt das bei den jungen Kerlen an? Also die erste Frage, ich hab nicht so wahnsinnig viel Kontakt zu Politikern, vielleicht der eine oder andere FDP-Politiker würde dem durchaus auch folgen. Ja, Grünen, ich glaube, der Aufstieg der Grünen und die Geschichte vom Märchen vom reichen Land sind eng korreliert. Das heißt, desto mehr Sie das Märchen glauben, desto eher können Sie Grün wählen. Weil nur dann kann man glauben, dass durch die Deindustrialisierung und die Schwächung der Schlüsselindustrie, die man hat, dass man das alles leisten kann. Ich glaube, das ist das, was passieren wird, dass wenn das Märchen endet, und das Märchen wird enden, das ist einfach so, wie alle Märchen enden, uns ist leider nicht so mit Happy End, dann wird es auch sich bei den Grünen niederschlagen. Es ist so, es gibt ja den schönen Spruch, Grün wählen muss man sich leisten können. Ja? Und ich glaube, da ist sehr viel dran. Und der andere Aspekt ist logischerweise Niedergang der SPD, was aber auch damit zu tun hat. Ich habe 2015, also zum Höhepunkt der Krise, mit einem ranghohen SPD-Mann gesprochen. Und die SPD ist ja sehr pro Migration. Da habe ich gemeint, ich verstehe das nicht, weil das ist genau gegen die Kernwählerschaft. Und da hat er gemeint, da hat er mir zugestimmt, das stimmt total. Aber er hat gesagt, aber unsere Führungsgruppe, das sind ganz andere als die Wähler. Die sind die sozialpädagogische Studenten und so weiter. Das ist ganz andere Welt. Das passt nicht zusammen. Und das ist für mich auch einer der Hauptgründe für den Niedergang der SPD, weil sie im Prinzip letztlich vergessen, dass die Zuwanderung genau in diese Zielgruppe reingeht. Ich habe ein bisschen was mit Immobilien zu tun, ich habe also da Hauswarten und Ähnlichem zu tun, ich rede ja mit den Leuten und dann sieht man halt, wie die total schwenken, weil die halt in ihrem tagtäglichen Leben mit Dingen konfrontiert sind, mit denen bin ich nicht konfrontiert. Wissen Sie, ich steige ins Auto von A nach B, ich bin ja in diesen Bereichen gar nicht. Und die sind aber, da leben da und können auch nicht ausweichen, die können auch nicht plötzlich die Schulen wechseln und so weiter, wie das unser einer kann. Wenn Sie erst verlässt das Bürgertum, zieht es in andere Stadtteile. Ja, dann gehen die Kinder auf Schulen, Internate und am Ende geht die ganze Familie. Das ist so ein bisschen so der schrittweise Immigrationsprozess. In Amerika passiert, ja. Das passiert aber hier auch. Noch eine Frage zur guten Laune. Da hinten, erstmal da hinten. Erstmal, wir sollten neue, erst neue. Erst da hinten. Mein Name ist Günter Didier. Ich hätte eine Ergänzung noch zu dem Thema vorhin mit der Presse. Es gibt eine hübsche Geschichte aus der Zeit, wo der Tag analysiert wurde, an dem die Merkel nicht anders konnte, als die Asylanten reinlassen. Das ist so eine 12-Journalisten-Story aus dem Jahr 2016. Da steht drin, oder dazu gibt es einen Kommentar, ich glaube, der ist aus Österreich, der heißt, eigentlich regieren die Medien. Und das ist auch mein persönlicher Eindruck. Die Medien haben eine derart starke Stellung, zum Beispiel allein durch die Tagesschau. Was die sagen, was die schreiben, macht die Regierung oder was die senden. Aber der andere Punkt, den ich nennen wollte, jetzt habe ich ihn fast vergessen, Augenblick. Ja, die Grünen. Das habe ich auch irgendwo gelesen, ich weiß leider nicht mehr wo. Die Grünen, wo stand da zu lesen, sind sozusagen der Mantel, mit dem die wohlhabenden Deutschen ihr schlechtes Gewissen zudecken. Und das hat mir irgendwie eingeleuchtet, denn ich glaube, die Arbeiter wählen keine Grünen. Falls es noch welche gibt. Also ich würde sagen, und jeder, der ökonomisch denken kann, eigentlich sollte es auch nicht tun. Ich glaube, ich habe alles gelesen, es gibt auch die Frage, ist es Religionsersatz? Ja. Ja. Jetzt. Davos, ja. Norbert Hering, den kennen Sie wahrscheinlich ganz gut, ja, vom Handelsblatt. Der hat einen Blog, den ich auch empfehle. Und in diesem Blog hat er mal ausführlich analysiert, was in Davos bezüglich der Migration beschrieben wurde. Und er beschreibt, dass es verschiedene Arbeitskreise dort gab
gefüttert natürlich von sehr großen Firmen, transkontinental relevanten Unternehmen, die gesagt haben, wir müssen die Grenzen öffnen, wir müssen mehr Migration machen. Die Migration sorgt dafür, dass letztendlich die Idee des totalitären Kapitalismus realisiert wird, indem sich jeder jeden holen kann, um die Arbeitskosten zu drücken, darum geht es, und das auf Kosten der Sozialsysteme. Also die Sozialsysteme holen ja quasi die Leute her, das bezahlen die normalen Leute und die großen Firmen profitieren davon. Zuerst gibt es mehr Umsatz, also es wird mehr gebaut, es wird mit Aldi und Lidl verkaufen mehr, das ist natürlich gut für die großen Firmen. Ja, und letztendlich hat man das ganze Niveau, das Niveau des Lohnsystems soweit verändert, dass also mäßig qualifizierte Arbeit fast nichts mehr kostet. Das wurde in Davos diskutiert und deswegen haben die großen Firmen wurden gebeten auch und die Politiker das eben entsprechend zu unterstützen aus ökonomischen Gründen. Und das kam also so gut wie gar nicht, noch nicht mal in der Neuen Züricher Zeitung. Haben Sie das irgendwie mitbekommen? Ich habe es nicht mitbekommen und ich würde auch sagen, ich habe es nicht mitbekommen. Ich muss dazu sagen, vielleicht zwei Kommentare dazu. Zum einen generell, ich bin mit solchen verschwörungsähnlichen, bin ich etwas vorsichtig. Die brauchen wir auch nicht für die Erklärung des Zustands. Nee, ich wollte sagen, das brauchen wir auch nicht für die Erklärung des Zustands. Wir können ganz nüchtern, kann man einfach konstatieren, dass wir eben nicht so reich sind, wie wir erzählt bekommen, weil die Fakten sind auf dem Tisch. Da brauchen wir jetzt gar nicht, da versuche ich mich immer ganz besonders, ich sozusagen, alles, was ich nicht in einer sehr seriösen Quelle gefunden habe, nehme ich nicht. Und Herr Hering ist eine seriöse Quelle, aber dass das falsch verstanden wird, das ist eine seriöse Quelle, aber ich würde sagen, da bin ich ganz sicher bin, weil ich einfach sage, ich brauche es eigentlich gar nicht für die Argumentation. Die Argumentation ist so, wie wir jetzt zurzeit regiert werden, wird man ruiniert, aus verschiedenen Aspekten daraus. Der zweite Punkt ist nur, wir sind jetzt wieder ein bisschen sehr auf die Migrationsfrage gekommen. Es sind nur 1500 Milliarden von den über 5000 Milliarden. Also vor dem Hintergrund ist ein wichtiger Aspekt, aber auch ohne das hätte man das Märchen vom reichen Land genauso schreiben können, würde ich sagen. Es ist nur ein Aspekt, der hinzukommt. Auch das ist wichtig, weil ich möchte jemanden erreichen. Das war das Ziel eigentlich. Und Sie hatten ja gefragt, was kann man machen? Jetzt sage ich Ihnen ganz ehrlich, was kann man machen? Man kann natürlich helfen, das Buch bekannt zu machen. Ja? Und ich bekomme 1 Euro pro Buch. Also Sie machen mich, wenn Sie 5 Bücher kaufen, bin ich nicht reich. Ja? Aber was ich meine ist nur, ich war beim Hugendubel heute, habe mich ja gefreut, ich bin ja in der Bestsellerliste, kann man ja sagen, wird das Buch Bestsellerliste, haben wir Platz 9 erreicht. Ja? Also insofern wird offiziell, wenn ich schon mal ein bisschen auf. Aber dank des guten Marketings des Verlages natürlich. Aber bei Hugendubel, natürlich in der Straße, findet es man nicht mal. So, und da habe ich mir gedacht, das ist erstaunlich. Und dann gut, das war nicht mehr da. Und damit sagen euch das nur, wenn Sie was machen wollen und sagen, das war wichtig und es hat Ihnen gefallen, ja, ich kann nämlich jedem von Ihnen, wenn Sie 5 Bücher kaufen, gebe ich jedem von Ihnen 5 Euro, dass ich mein Honorar ihm wieder gegeben habe. Und verschenken Sie das und dass wir das wirklich versuchen, bekannter zu machen, weil es muss raus, weil es jetzt, wenn es auf der Liste ist, kann man es auch weniger verleugnen oder unterschlagen. Weil ich würde auch sagen, ich will nicht dem Hugendubel irgendwas unterstellen, aber im Prinzip ist es so, wenn das Buch da ist, irgendwann, wenn die Nachfrage da ist, dann wird es auch hingelegt. Weil ich glaube, Sie haben gesagt, die Medien wollen das vielleicht nicht so. Wo ich sagen würde, manche Medien haben das, aber manche wollen es wahrscheinlich nicht so. Aber ich würde sogar weitergehen, viele Teile der Bevölkerung wollen das auch nicht so. Und entsprechend wird es dann aber stiefmütterlich leicht behandelt, ohne jetzt Verschwörungstheorien interpretieren zu wollen. Das wäre sozusagen mein Appell, wenn Sie was machen wollen. Zumal jetzt Weihnachten vor der Tür steht. Nein, aber wie gesagt, also... Wir können es auch jedem Bundestagsabgeordneten schenken, habe ich mir auch schon überlegt. Aber dann weiß ich nicht, wie wir das machen. Da muss der Herr Hohlulich, glaube ich, ein bisschen eine Aktion starten. Jeder Bundestagsabgeordnete bekommt das Märchen vom reichen Land. Fragen Sie, schießen Sie los. Mein Name ist Peer Ederer. Ich habe zu diesen Themen dissertiert, also promoviert, Doktorarbeit geschrieben, dann auch mehrere Bücher darüber geschrieben, auch ein paar auf den Bestsellerlisten gehabt. Und nachdem ich dann zur Erkenntnis gekommen bin, deutsche Politik kann aus vielen Gründen nicht strategisch denken, so wie Macron und Italien das tut. Das können wir nicht, wollen es auch nicht, dürfen es auch nicht. Und wie Sie eben auch schon gesagt haben, ein Großteil der Bevölkerung will es eigentlich auch nicht, hat wahrscheinlich auch für historische Gründe.
habe ich einen Schluss draus gezogen und bin politischer Flüchtling geworden. Ich bin dann in die Schweiz gezogen. Ja. Und schreiben keine Bücher mehr, das ist ein doppelter Gewinn. Das meine ich nicht, weil die Bücher schlecht sind, das meine ich einfach, Bücher schreiben ist echt anstrengend, so habe ich es gemeint. Also. Ja, das ist richtig, ja. Deswegen, und ich bin da schon seit 9 Jahren sehr glücklich und gehe da auch nicht mehr weg. Ja. Aber natürlich liegt das Schicksal meines Heimatlandes mir immer noch am Herzen, deswegen bin ich auch mal wieder hier. Ja. Aber die Frage ist doch schon erstens an Sie, wann wandern Sie aus, wenn Sie das ja alles wissen, weil es ja chancenlos ist. Und zweitens, sehen Sie eine Chance, dass nicht die AfD, wie sie heute war, aber die alte AfD, unter der sich eben die 300 Wirtschaftsprofessoren Deutschlands und ein paar andere vielleicht auch noch zusammengefunden haben, das war ja ursprünglich der richtige Gedanke. Und ich wüsste auch keinen Wirtschaftsprofessor in Deutschland, der, eine Handvoll gibt es vielleicht schon, aber die überwiegende Mehrheit der Wirtschaftsprofessoren Deutschlands verstehen das ja. Und sind für ein Ende dieser Euro-Tragik. Sehen Sie eine Chance, dass das nochmal neu starten kann? Nachdem die AfD es dann leider vergeigt hat. Ich fange mit dem zweiten Punkt an. Ich glaube, wir haben ja gesehen, Wahlergebnis AfD alt, 4,9%, AfG 9, weiß ich gar nicht, irgendwie größer. Ich glaube in der Tat, nur mit der Kombination mit der Migrationsfrage konnte die AfD dann so stark werden. Was eben widerspiegelt das ökonomische Desinteresse der Bürger. Und vor dem Hintergrund glaube ich nicht. Ich glaube eigentlich, also ich glaube es nicht. Nein, glaube ich nicht. Ja, nein. Ich glaube, wir werden eine Krise unweigerlich bekommen, wenn die Blase, das Märchen platzt. Dann wird spannend sein zu sehen, was passiert. Ich fürchte halt, wie gesagt, es werden die es verbockt haben, werden dann davon profitieren. Oder vielleicht profitieren sogar die Grünen davor, die eigentlich ja, wir haben ja einen grünen Geist gehabt letzten Jahr, kann auch sein. In meinem Buch habe ich was anderes geschrieben. Ich gehe davon aus, dass die SPD und die CDU die Niedergang erleben werden, wie die Democrazia Cristiana und die Sozialisten in Frankreich. Kann auch passieren. Und die Frage ist, was passiert dann? Das ist die große Frage. Also dann kann man auch durchaus vorstellen, dass auch die AfD, wie sie heute ist, deutlich stärker ist. Wenn sie sich mit Wirtschaftskompetenz wieder etwas auflädt. Also da, die zweite Frage ist natürlich vollkommen richtig. Warum bin ich überhaupt noch da? Das ist eine richtige Frage. Das hatte familiäre Gründe gehabt, aber ich kann Ihnen sagen, dass das Thema bei uns ständig auf der Agenda ist und meine Frau richtigerweise sagt, das ist ja toll, dass du alles gut analysierst, vielleicht denkst du auch mal an uns. Was ich jetzt auf jeden Fall habe, ich habe 3 Kinder und die 2 davon gehen bereits in England zur Schule. Meine Tochter macht nächstes Jahr Abitur, hat jetzt schon zumindest die Hoffnung auf Studienplätze in England. Die werden vielleicht in die USA gehen, die sind einfach global. Und wenn Leute mich immer fragen, was empfehlen sie, sage ich immer, wenn sie Kinder haben, bilden sie als Global Citizens aus, das heißt muttersprachlich Englisch und dass sie auch die Welt gesehen haben. Weil wenn sie die Welt gesehen haben und dann nach Deutschland kommen, dann sehen sie, wie schön Deutschland ist. Deutschland ist ein schönes Land, aber wie sie auch gleichzeitig sehen, verdammt nochmal, wie viel es im Argen liegt. Und dann sind wir bei mir und in der Tat, das ist auch ein bisschen, da gibt es ein paar familiäre Aspekte noch, aber sagen wir mal so, wir sind auf jeden Fall dabei, uns ein Pied-à-terre außerhalb zu organisieren. Und wenn Sie gefragt haben, wer nimmt uns? Das ist ganz einfach. Uns beide nimmt man nicht mehr, weil wir beide schon alt sind. Also entweder nehmen Sie Ihre Kinder mit, dann nehmen Sie noch dann kann der Alte auch noch mitkommen. Oder Sie müssen halt genug Geld haben. Das ist einfach das Unfaire in Deutschland. Ich bin öfters auf Mallorca, das ist auch schön dort. Es ist zwar noch EU, aber es ist auch schöne EU. Gut, also. Noch darf man in die Schweiz. Nö, aber 15 Jahre, bis man irgendwie die Nationalität. Nachdem Sie Bayerisch gelernt haben, wissen Sie auch, was eine hinterpfotzige Frage ist. Die kommt jetzt. Sie hatten als einen Teil der vielleicht illusorischen Therapie das Voranbringen der Bildung angesprochen. Hilft es uns beim Voranbringen oder auf diesem Weg, dass wir eine Privatuniversität von Budapest nach Berlin verlegen?
ich glaube, die Bildung, die wir brauchen als allererstes, ist in der Grundschule. Deutsch, Mathematik, das sind die Dinge, die wir brauchen. Wenn Sie einmal anschauen, wie wir durchgereicht werden bei den internationalen Mathematiktests, wie die Viertklässler absaufen, wie die Deutschkenntnisse absaufen. Heute habe ich gelesen, Twitter, insofern weiß ich nicht, ob das ein korrekter Tweet war, die Polizeischüler in Berlin sollen erst einmal Deutsch lernen, bevor sie Englisch lernen. Vor dem Hintergrund, wir haben da grundlegende Probleme und da würde ich ansetzen. Wir brauchen keine Universitätsumzüge, was wir brauchen ist gute Ausbildung, und zwar vor allem Mathe. Und was ich halt so faszinierend finde, ist, wenn sich Baden-Württemberg, also ich bin in Bayern zur Schule gegangen. Und damals war Bayern und Baden-Württemberg, das war noch was. Dann gab es die Wiedervereinigung, dann haben die Sachsen hier in die Spitze gestellt, das sind sie heute noch. Und Baden-Württemberg ist in einer Legislaturperiode sowas von abgeschmiert. Als die Grünen zum ersten Mal anfangen, SPD in einer Legislaturperiode komplett durchgesagt. Und das Erstaunliche ist, sie können so schnell ein Schulsystem ruinieren und so schwer es wieder aufbauen. Und das ist das Problem. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Das schreibe ich auch, wir haben einen Akademisierungswahn. Statt wieder, die Schweiz ist da besser, weil ich habe in St. Gallen studiert. Ich bin auch oft in der Schweiz. Man kann einfach sagen, wissen Sie, die Schweiz ist viel besser. Das ist ganz normal, eine Berufsausbildung zu machen. Und da haben sie, das heißt, es ist nicht dieser Akademisierungswahn, auch NZZ-Speech. Ja? Das heißt, aber das Grundproblem ist Bildung. Und wenn Sie sich einfach anschauen, vielleicht laden Sie immer ein, Gunnar Heinzsohn, das wäre ein guter Gesprächspartner hier mal. Der war schon da. Der kann es noch viel unterhaltsamer machen als ich. Und der hat natürlich richtigerweise gesagt, die Asiaten haben einfach mehr Menschen und die haben einfach sowas, was die Bildung betrifft, sind die so viel besser. Sie haben so viel, was die Leistung betrifft. Mathematik mit 50% der Top-Leistung. Wir haben 5% der Kinder, die Top-Leistung sind. Die haben 50% die Top-Leistung eines Jahrgangs. Die haben gleichzeitig, und bei uns ist es natürlich so, was Herr Heinz und Ihnen gezeigt haben, würde natürlich, wenn wir natürlich Migration, die Gebiete, aus denen wir Migration anlocken, sind in den PISA-Tests signifikant tiefer. Und das hilft natürlich nicht. Und das ist ein Dilemma. Aber natürlich, Universitäts, vor allem ist ja auch die Frage, was der Zweck dieser Universität überhaupt ist. Die hinterfotzige Frage. Ja, eine Dame, endlich. Für die Videoaufnahme, damit ich mir Kopf und Kragen rede, muss ich jetzt aufpassen hier bei der Kamera. Ja. Ich würde gerne wissen, wie Sie eigentlich die Zukunft offensichtlich nicht sehr hell, sondern eher düster sehen, was die EU und den Euro als solches angeht. Vielleicht könnten Sie da noch ein bisschen drauf eingehen, wenn sich Ihre Prognosen so bewahrheiten. Was wird aus Europa? Wie wird es mit uns weitergehen? Und weil Sie vorhin schon Großbritannien angesprochen hatten, das finde ich natürlich sehr schön, bin halbe Engländerin, wie sehen Sie den Brexit? Ja. Vor dem Hintergrund der Dinge, die Sie gerade genannt haben. Ja, das kann man übrigens immer googeln, weil ich ja jede Woche oder alle 2 Wochen jetzt in der Wirtschaftswoche online schreibe, donnerstags zur Geldanlage. Und bei Menschen mal sehen, und meinen Blog habe ich auch, weil Sie gerade Hering, ich kann meinen Blog natürlich auch loben, ist auch kein schlechter Blog. Da habe ich geschrieben, vielleicht wünschen wir uns in 20 Jahren, wir wären ausgetreten. Das war meine Brexit-Zusammenfassung. Einfach deshalb, ich meine, ich weiß, England hat ganz viele Probleme. Also die Eisenbahn ist echt noch schlechter als bei uns, ja? Und die Infrastruktur ist noch schlechter und die Polarisierung ist viel schlechter und die Schulleistungen der weißen Engländer, der eingeborenen Bevölkerung ursprünglich sind sehr, sehr schlecht im Schnitt. Da gibt es diese Elitenschulen, aber die Masse ist sehr, sehr schlecht. Also die haben wirklich große Probleme in England, das nicht missverstehen. Aber sie haben halt auch Top-Schulen, sie haben Top-Universitäten, sie haben mit die besten Universitäten der Welt. Sie sind englischsprachig, das heißt, sie werden immer einen Vorteil haben beim Anziehen von Talenten aus aller Welt. Und wenn die das geschickt machen, wenn sie das steuerlich geschickt machen, hier Thema, wenn die Schweiz hat ja auch ein paar Nachteile für uns Deutsche, manchmal hier und da, dann kann es durchaus... 85% der Schweizer sind für den Brexit. 85%. So. Was ich halt sagen möchte, ist, darum glaube ich, dass das für England, wenn die es geschickt machen, kann es eine gute Geschichte sein. Für uns ist es ein absolutes Desaster. Weil für uns ist es so, wir sind dann allein mit den ganzen Umverteilern und Sozialisten. Die einzige Stimme der Vernunft, der wirtschaftlichen Vernunft eigentlich, jetzt wenn man Holland absieht, mit den Engländern, die gehen raus. Die werden uns bitterlich fehlen. Und allein die Tatsache, dass es jetzt diese hanseatische Gruppe gibt in der Eurozone, um Holland herum, die für Stabilität sind. Und Deutschland ist da nicht Bestandteil, weil Deutschland ja mit Frankreich woanders lang fährt. Das ist ja schon ein Alarmzeichen erster Güte. Was heißt, wie geht es weiter mit dem Euro? Wird der Euro auf Dauer überleben? Ich glaube es nicht.
Ja, wenn man überlegt, wie die wirtschaftliche Lage ist, eigentlich müsste der Euro viel, viel stärker sein. Aber ist er aber nicht. Obwohl, Amerika ist ja auch nicht toll. Warum? Weil schlichtweg die Leute wissen, es ist in sich marode. Der Euro ist in sich marode. Aber er wird, ich glaube, was passiert ist ganz einfach. Wir werden jetzt weitermachen. Die Italiener werden uns irgendwie erpressen, dann wird es irgendeinen Kompromiss geben. Nach dem Motto wie bei Griechenland. Bei Griechenland erzählen die Politiker in Deutschland, ja, wir hätten da nichts gezahlt. Wir hätten damit Geld verdient. Ja, da fragt der Kopf, also wie kann man daran verdienen, wenn andere einen Schuldenerlass haben? Das müssen Sie mir mal erklären. Ökonomisch ist es ja auch so. Wenn die haben ja wieder Zinszahlungen gestreckt, die haben ja Tilgungsperioden verlängert. Das ist ein ökonomischer Schuldenerlass. Der deutsche Finanzminister sagt natürlich, wenn er die Million bekommt, in 100 Jahren ist die Million so viel wert wie jetzt. Aber für mich ist eine Million heute viel, viel mehr wert als eine Million in 100 Jahren. Ja? Das wird natürlich da werden wir total verarscht, auf gut Deutsch. So. Und das werden sie mit Italien auch machen. Der Chefvolkswirt der Deutschen Bank, es ist ja hier die Frage, war immer Fake News und so weiter. Der Chef aus der Volkers Landau, den habe ich gefressen auf gut Deutsch. Also der hat also in der Financial Times letzte Woche geschrieben, der ESM, also ESM ist dieser Rettungsfonds, wo wir alle einzahlen. Ja? Dieser ESM soll doch italienische Staatsanleihen kaufen, um die Zinsen zu drücken. Und mit der Zinsersparnis sollen Italiener mehr investieren. Soweit, so kann man auch folgen. Und dann müsste es in Italien ja aufwärts gehen. Klammer auf, was es allein schon aufgrund der Demografie gar nicht kann, lieber Herr Volkers-Landau, weil die Italiener eine noch schlechtere Demografie haben als wir Deutsche, Klammer zu. Sollte es nicht aufwärts gehen, dann müsste der ESM halt irgendwann mal die Schulden erlassen. Und da habe ich mir gedacht, bingo, mein Kommentar dazu war, die Provinzen sollen es zahlen. Weil das Problem der Italiener ist ja folgendes, sie haben hohe Staatsschulden. Aber sie sind reiche Privathaushalte. Also eigentlich gar kein Problem, machen Steuer auf die privaten Haushalte und dann ist der Staat das Problem gelöst. Ist aber unpopulär. Es ist doch besser, wenn die Provinzen bezahlen. Also was müssen sie machen? Sie müssen die Anzahl der ausländischen Gläubiger erhöhen. Erster Schritt ist, die EZB kauft auf. Hat es im großen Stil gemacht. Die Koalitionäre haben im Koalitionsvertrag erst reingeschrieben, wir fordern einen Schuldenerlass von der EZB. 250 Milliarden. Haben sie rausgestrichen, aber das wollten sie zumindest mal. Und was sie jetzt machen, ist natürlich ein ESM und sonst was. Das sind mehr Schulden, die sie jetzt ins Ausland schieben können. Plus, wenn sie die Bankenrettung noch über die Bankenunion uns aufdrücken, ist total super. Dann trägt der Schaden, tragen die Nicht-Italiener. Darum ist die Politik so smart von Italienern. Denken strategisch. Ja? Wir hingegen, wir wollen das natürlich bezahlen, weil wir alle noch schlechtes Gewissen haben und glauben, so unsere Exportmärkte zu retten. Das heißt, das wird passieren als erstes. Natürlich geht es auf Dauer nicht gut. Was dann passieren wird, ist nächste Rezession. Weil wir so viel Schulden haben, können wir keine höheren Zinsen haben. Sie müssen sich so vorstellen, wir haben Schuldenturm, ist ja weltweit, nicht in der Eurozone. Und das billige Geld, das pumpt rein und wird das Fundament dieses Schuldenturms verfestigen. Und gleichzeitig zwacken wir immer ein paar Ladungen ab und bauen oben noch ein paar Stockwerke drauf. Das ist, was gerade passiert. Das heißt, seit 30 Jahren sind wir in einer Politik, wo wir zwangsweise immer tiefere Zinsen haben müssen. Der Leverage im System geht hoch, damit auch die Vermögenspreise, damit auch die Wohnungspreise in München. Aber es geht immer nur mit immer billigerem Geld. Das heißt, der nächste Schritt wird sein, von wegen wir beenden Quantitative Easing überhaupt nicht. Die EZB kauft alles. Die kauft alles. Und sie kauft noch mehr alles. Sie kauft einfach alles auf. Und irgendwann wird sie sagen, das stellen wir jetzt mal zins- und tilgungsfrei bis zum 500. Geburtstag des Euros. Und wenn wir das schon gemacht haben, dann schreiben wir es einfach mal ab. Dann hat der Staat über Nacht keine Schulden mehr. Die Japaner machen das, werden es so machen. Die Japaner sind auf dem besten Weg, die machen uns das vor. Das Problem ist nur, Japan ist, wie wir vorhin gesehen haben, eine homogene Gesellschaft. Leidensfähige homogene Gesellschaft. Bei uns ist es aber so, wir haben die Griechen, die Italiener, die Spanier, wir haben Umverteilungsbewirkung in Europa. Und darum bleibe ich dabei, ich glaube, wir werden diesen Monetarisierungsweg gehen, ganz radikal. Nur Monetarisierung und Geld drucken schafft keinen Wohlstand und schafft keine Arbeitsplätze. Das heißt, die politischen Spannungen nehmen zu. Und aber in Italien, die jetzigen Regierungsparteien haben laut Umfragen eine große Mehrheit, weit über 60%. Das heißt, in der Welt, in der wir jetzt sind, die Spannungen werden zunehmen und irgendwann tritt einer aus. Und normalerweise treten der Gläubigerländer aus. Eigentlich müsste Deutschland austreten. Machen wir natürlich nicht wegen den genannten Gründen. Vielleicht die Holländer. Oder doch die Italiener. Weil die Italiener haben alles vorbereitet. Ja? Ja, aber sie könnten das relativ leicht. Da machen sie Staatsschulden, machen sie umlauffähig. Es gibt diese Mini-Bots, das sind so Schuldpapiere, da steht halt drauf irgendwie Lira, zufällig. Und das ist dann aber also an Euro gebunden und dann kann man damit seine Steuerzahlungen begleichen. Und dann haben sie zwei Währungen im Land. Und dann wird diese neuen Lira haben einen kleinen Abschlag zum Euro. Ganz einfach, das gibt einen Supermarkt, wer viele Steuern zahlen muss, kauft sich die Dinger auf, zahlt damit die Steuern. So, schwuppdiwupp und dann können sie morgen sagen, ich steige aus. Ganz einfach. Und die Deutschen, ja. Also, ich würde es überleben? Nein. Aber es wird so lange dauern, bis unser Vermögen total den Bach runtergegangen ist. Also ich finde England persönlich,
Und das Essen ist auch nicht mehr so schlecht. Die haben jetzt so viele internationale Küche. Ist okay. Also in dem Internat meiner Kinder, das Essen ist echt schlecht, aber ansonsten ist. Ja. Da ist das Mikrofon hier. Wo ist das hier? Ja, Lechner-Schobel, danke für Ihre interessanten Ausführungen und da stimme ich voll zu. Aus Stabilitätssystemtheorie folgt, dass der Euro scheitern muss. Und vielleicht eine Anmerkung: Vor vielen Jahren hatte ich dazu ein Telefonat mit Ottmar Karas, Vizepräsident des Europaparlaments, der den zuständigen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen leitet, also Basel II. Das haben die gemacht. Und da haben wir überlegt, ja, du hast ja recht, aber wer sollte da was tun? Und wir sind die Namen durchgegangen. Der Dijsselbloem wurde als zu schwach gesehen. Wir haben niemand. Ich habe auch die Frau Professor Schnabel, als die München war, gefragt. Es gibt niemand in Europa, der imstande ist, so etwas zu machen. Sie haben EWS vorhin angeschnitten. Da frage ich den Herrn Redling, warum brauchen die Amerikaner keinen Dollar-Währungsfonds für die Bundesstaaten? Da sagt er, weil die ein Staat sind. Da schreit jemand, das nehme ich Ihnen nicht ab. Ist doch falsch. Weil da gibt es ja keinen Bundesstaat, der für einen anderen die Schulden eines anderen garantiert. Und dann gibt es diesen Ausgleichsmechanismus der FED. Also das glaubt dieser Mann. Ein Wahnsinn. Ja, vorher hat Professor Franz Christoph Zeitler erklärt, wie man es machen muss, dass es überhaupt funktionieren kann. Aber wir haben niemanden in Europa, der eine Reform des Euro umzusetzen vermag. Ja. Und ich teile Ihre Befürchtung, der kann so nicht überleben. Ja. Ein nächster Punkt ist mir noch aufgefallen, wo Sie von der Flüchtlingsthematik gesprochen haben und dieses Ausbildungsthema. Alle Menschen sind gleich. Der Zusatz vor dem Gesetz steht nicht mehr in der Europäischen Grundrechtscharta drinnen. Laden Sie das mal runter vom Server des Europaparlaments. Und diese Gender-Ideologie, dieser Gleichmacherei-Wahn, ist das nicht der Grund? Da sagt man, da kommen Menschen. Ja, die kriegen halt, haben einen unterschiedlichen Umhang, das ist die Hautfarbe, aber sonst ist es ein Computer, ein blanker, man kann jeden beliebig programmieren. Man unterscheidet nicht Veranlagungen, man unterscheidet nicht Begabungen. Das ist ja ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Und da erzählte der Josef Kraus jüngst, ich weiß nicht, wie Sie das wissen, es gibt mehr Lehrstühle für Genderideologie und Political Correctness als Lehrstühle für die deutsche Sprache. Was ist denn das für eine Gesellschaft? Da fragt man sich schon. Aber vielleicht haben Sie auch eine Meinung zu diesem Punkt. Ich kann nur ganz kurz sagen, was USA betrifft, in der Tat ist es so, US-Bundesstaat geht pleite und das ist einfach so. Also da wird gar nichts eingesehen. Auch Costa Rica war ja gerade jetzt vor kurzem. Also vor dem Hintergrund, klar, Konkursrecht in Europa kommt natürlich nicht. Weil, warum soll ich, nochmal als Italiener ist es hochrational, den Schaden ins Ausland zu treiben. Das ist total, ich würde auch jemanden so wählen, ich würde Salvini wählen, so gesehen, unter dem Gesichtspunkt, Gottes Willen, ich bin jetzt nicht recht, aber ich würde sagen, den Gesichtspunkt, der versucht, die Schaden von mir abzuwenden, ist doch super. Zu dem Thema, gut, Gender und Deutsch, das weiß ich jetzt nicht. Dazwischen war noch ein anderer Aspekt, das haben mit der, da war noch was dazwischen, die haben bevor sie, egal, ich wollte noch was. Regling ESM. Naja, nee, das haben wir abgefragt, das ist mit den USA. Da war ein anderer Punkt, habe ich jetzt vergessen, aber es war, weiß ich nicht mehr. Da haben wir eine Frage und dann würde ich sagen, gehen wir in gemütlichen Teil. Ich finde es auch, ich mache sowas immer gerne abends, weil Leute trinken dann hinterher, es ist besser für ihre Stimmung. Oh, dann glaube ich. Ich hänge von der Frage ab. Geben Sie mir die Gelegenheit, was Positives zu sagen. Oh, da muss ich mir meine Frage jetzt sparen. Ich wollte gerade noch mal erinnern an den Thomas Piketty, der ja in seinem ersten dicken Schmöker Kapital im 21. Jahrhundert, der hat ja Folgendes gesagt. Und das habe ich heute irgendwie bei Ihrem Fazit auch auf die Fragen hin fast ein wenig vermisst. Und das ist jetzt aber eine unangenehme Geschichte. Piketty hat gesagt, es gibt 3 Stufen der Problemlösung bei großen finanziellen Verwerfungen. Der erste ist finanziell, auf der finanziellen Ebene, die zweite auf der politischen Ebene und die dritte ist ein Krieg, aus welchen Gründen auch immer. Gut. Können Sie nachlesen, Piketty. Und deswegen würde ich nochmal daran erinnern, es könnte noch schlimmer kommen.
Also ich glaube, es kommt mal schlimmer, aber ich glaube nicht, dass ein Krieg kommt. Ich verbinde das jetzt, Piketty, jetzt habe ich verstanden, die Migration war mir das Thema, alle Menschen sind gleich. Das kann ich nämlich verbinden. Also zum einen ein kleiner Lesehinweis, ich habe auch ein Buch über Piketty geschrieben, kleine Zusammenfassung, Sie brauchen das dicke Buch nicht zu lesen, meine Zusammenfassung ist so dick. Und Piketty, 140 Seiten, hat sich auch gut verkauft. Also ich sagen wollte, ist Folgendes da, steht nämlich drin, der Piketty hat eigentlich das nicht verstanden. Fangen wir erstmal damit an, weil Piketty guckt nur auf Vermögen und sieht nicht Schulden. Und der Piketty hat, muss ich noch mal erläutern, versteht den Leverage-Effekt nicht. Was ist der Leverage-Effekt? Sie können etwas kaufen für 100 Euro, das gibt Ihnen 10 Euro Rendite. Wenn Sie für 100 Euro kaufen, haben Sie 10% Rendite. Wenn Sie zur Stadtsparkasse München gehen, die leiht Ihnen 50 Euro für 5%, dann kaufen Sie das für 100 Euro, zahlen der Stadtsparkasse 2,50 Euro, nämlich die 5% auf den 50 und Sie behalten 7,5. 7,5 auf 50 ist aber 15%. Das ist der Leverage-Effekt. Höhere Rendite. Weil sie mit Fremdkapital ist billiger als diese Rendite und darum haben sie den Effekt, lohnt sich zu verschulden. Und was Piketty zeigt, ist seit Mitte der 80er Jahren steigen die Vermögenswerte so hoch. Was aber nachlässigt ist, dass seitdem Mitte der 80er Jahre auch die Verschuldung so hoch geht, wie wir vorhin diskutiert haben. Und damit war eben folgende Tatsache. Wir haben uns bei Banken Geld geliehen, die beliebig viel Geld schaffen können, um uns gegenseitig vorhandene Wohnungen in München oder Häuser zu immer höheren Preisen zu verkaufen. Das ist, was passiert ist. Die Verschuldung ging hoch, wir haben vor allem Immobilienpreise hochgeleveraged. Das, was dabei war. Piketty sagt jetzt, okay, was ist die Lösung mit Vermögen? Stimme ich zu dem Thema mit Migration, mit Krieg und so weiter. Natürlich sind Menschen nicht alle gleich. Und ich habe Volkers Landau vorhin erwähnt und ich habe mich wirklich gefressen, weil er hat nämlich im Jahr 2015 in der Zeit einen Artikel geschrieben, lasst sie kommen, zum Thema Migration, und hat gesagt, wir bräuchten die demografische Erneuerung, weil jüngere Leute wären mehr innovativ. Übrigens, by the way, Japan hat mit die höchsten Patentzahlen in der Welt, Klammer zu, alte Gesellschaft, und hat dann allen Ernstes argumentiert, USA hätte Silicon Valley dank der Zuwanderer, wir würden jetzt auch ein Silicon Valley bekommen dank der Zuwanderer. Was er vergessen hat zu sagen, ist, dass die Silicon Valley-Gründer nach USA gehen, um Stanford zu studieren, was eine andere Vorauswahl ist als die Leute, die migranten sind. Das habe ich als kleiner Aspekt nochmal. Jetzt habe ich eine gute Nachricht für Sie zum Ende. Es gibt keinen Krieg. Wissen Sie, es gibt ja immer dieses Gerede von der EU als das große Friedensprojekt. Nach dem Motto, haben wir Euro in der EU nicht mehr, fallen wir alle in Italien ein. Jetzt abgesehen, oder in Frankreich, oder die bei uns, also erstmal wissen wir ja, dass bei der Bundeswehr nichts fliegt, nichts schwimmt, nichts fährt. Aber nehmen wir mal an, es wäre der Fall. Und wenn Sie Gunnar Heinsohn hier hatten, haben Sie das ja gehabt. Es ist ganz einfach demografisch erklärbar. Ja, der Zweite Weltkrieg war schon fast nicht mehr nötig sozusagen, weil es eine einzige Frage ist, wie viele junge Männer haben Sie? Das ist dieser War-Index von Heinsohn, wie viele Männer haben Sie unter 19 verglichen mit den Leuten über 55, oder 15 bis 19 versus 55. Und ich glaube, die Demografie ist, wissen Sie, wen wollen Sie ins Krieg? Wollen Sie einzelne Kinder in den Krieg schicken? Nein. Was wir haben, ist allerdings folgendes Problem. Wir haben hierzulande oder in Europa eine Schrumpfvergreisung. Und wir haben vor unserer Tür eine demografische Explosion. Da, wo die demografische Explosion ist, das ist ganz natürlich mit Konflikten versehen, Kriege und so weiter, ob nun aus religiösen Gründen oder aus was weiß ich für Gründen, die Köpfe ist völlig egal. Und bei uns ist ganz anders, wir sind eine pazifistische Gesellschaft aufgrund des Alters. Und das können Sie sagen, okay, wir können jetzt mit denen einen Krieg anfangen und so weiter, würden wir nicht machen. Nee. Darum bin ich da, glaube ich nicht, dass wir vor dem Hintergrund das befürchten müssen. Was das weltpolitische Spiel betrifft, ist ein anderes. Wenn Sie jetzt sagen USA und China, da muss man natürlich sagen, gut, das ist ein Szenario, wo wir in den nächsten Jahren durchaus uns vorstellen könnten, ich mir vorstellen könnte, dass da zum Konflikt kommt. Und ich sehe den Handelskonflikt jetzt auch so. Ich persönlich sehe den Handelskonflikt nicht als Handelskonflikt, sondern ich sage, der Trump erkennt, dass die Chinesen gerade angreifbar sind, weil die hoch verschuldet sind, weil die ihre Wirtschaft umbauen wollen von Export und Investitionen Richtung zu Konsum. Und da sind sie angreifbar. Und da möchte sie eigentlich so ein bisschen eine Rezession stürzen, um ein bisschen Probleme zu bereiten, um deren Aufholjagd ein bisschen abzubremsen. Und das würde ich jetzt so lesen, das, was gerade passiert. Aber das ist meine persönliche Sicht. Aber Krieg glaube ich nicht. Also ich wollte gerade sagen, ich wollte auch positiv aufhören. Also nein, der Frieden ist gesichert, würde ich sagen.